Irgendwer hat Wingardium Leviosa auf dem angewendet. Wer war... Wifi? Bist du da irgendwo? Also, das war aber danken, dass du nicht so überfallen lassen hast. Danke für deine Unterstützung. Freut mich. Sehr gut. Oh, da ist Kraut! Oh, ich hab mich noch nie so über Gras gefreut. Ja. Jetzt schleicht die halt einmal hin. Das gibt's doch nicht. Alter, da geht's zu. Die haben noch keine LED-Birndeln, habe ich. Da schon Röhrenbirndeln haben die noch. Das ist nicht zeitgemäß. Der Robert Habeck, da sind. Na, da, pass auf, wenn ich schicke dann Habeck vorbei, dann hat er sich gleich ausgegeistert. Dann hast du erst ein Gespenst in deiner Bude. War ziemlich cooler Arc, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich... Oh Gott, das ist jetzt ein Zweifel auf da. Ich hab's... Nein, leider, ich hab's nicht so gemacht, wie ich es gesagt habe, okay? Holt sein Bittchen zurück. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt? Oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. Was ist jetzt mit dir, Maral? Schirm ein Nümmerchen oder? Okay, sie ist offensichtlich nicht begeistert, wenn ich mit ihr ein Nümmerchen schirme her. Mats, chill dein Bandscheiben. Ja? Ja, ich lasse jetzt unser Headset. Warum hörst denn du da nichts? Ich verstehe die Frage nicht. Und warum hast du so viel Haar auf deinem Dödel? Loch nicht! Das meine ich ernst! Ja, ist schon gut. Hey, kannst du mir bitte nicht den Stick Gold Tee schauen? Das war ganz zauberhaft von dir. Mats, reiß dich zusammen. Es sind Zuschauer anwesend. Ist mir wurscht, ob die anwesend sind. Ist schon gut. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Was ist mit ihm eigentlich verkehrt? Hat er irgendeine Störung, hat er irgendeinen Knick in der Matrix? Oder warum läuft der gegen seine Gitter? Ich verstehe die Frage nicht. Da haben wir wieder beim Thema. Durch den Helm, da sagst du keine nette Schutz, so wie du bist. Das kann nicht anders sein. Das gibt's nicht. So blind kann ein Mensch nicht sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie die drauf kommt, aber ich glaube, die haben so einen Dödel angeschaut. Die schaut nicht ordnungsgemäß aus. Ne? Weil... Dabatz 1 Man müsste Servus jetzt und gleich umbringen, Wohante aber 2 Jahr ich wollte hi einfach nur mal eine Frage stellen, ne? So ganz freundlich. Aber das Eis ein wenig Brecher, verstehst du, würde ich mal. Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Ja, seh! Das Salz ist stark in dir, mein Freund. Das haben wir sofort reagiert. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen. Let's go sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen. Jetzt wird's aber schon extrem. Also, ihr sollt nicht die Viewer eher einen Kopf bumsen mit deinen. Also, so ein Unrealismus. Jetzt mach nicht dir zur Grütze fix, ich red mit meinem Chat, du hast jetzt Pause. Zupfte. Ja, ist mir wurscht, scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ich war noch so jung. Du blöde Sau, du blöde. Die ist zwar von den Stats her ein bisschen schwächer wie die, wo wir gerade haben, aber die schaut halt dafür auch um 5 Punkte besser aus, gell? Also da kannst du jetzt wirklich gar nichts sagen. Ich mag das nicht mehr. Mehr Fashion ist mehr gut. Scheiß auf Stats, Hauptsache man schaut geil aus. Ist die oberste Devise in einem Soulspiel. Du bist es ist erwiesen, dass du automatisch schlechter spielst, wenn du scheiße ausschaust. Ja, wie geht da quasi was, oder was?
Ein geschubstes Pummeluff ist der Miss FL 19 Pummelpool seit Ski 1 Popo. Also, mit einem Pummeluff im Mund. Und nix sagen. Sehr geil. Mr. Billinger, merci dir für dein Resub im 24. Ja, okay. Und man gibt's halt mehr. Okay. Der Rap Pummeluff und Batzi. Der wird's. Oder ist noch mehr in der Warteschlange. Mr. Billinger, merci dir für dein Resub im 24. Monat. 2 Jahre geschubstes Mitglied in der Bazi-Gang. Vielen lieben Dank für deinen langen Support und hoffentlich weiterhin natürlich willkommen und hoffentlich hast weiterhin so viel Spaß wie die letzten 24 Monate. Ich sag das aber gleich, im Monat kriegst du nicht wieder. Das gleiche gilt jetzt für die Wifi. Vielen lieben Dank auch an dich für 2 Jahre Bazi-Gang. Holy shit, wo geht denn die Zeit hin? Das ist unfassbar. Unfassbar ist das, wie schnell das die Zeit vergeht und wie langs ihr eigentlich schon da habt. Ja, das ist ein absoluter Wahnsinn. Dankeschön an euch beide für das 2-jährige Jubiläum. Und Mr. Gutzufuss, der hat jetzt einen Dreier davor hingeschraubt. Vielen lieben Dank für deinen Resub im 30. Monat. Das ist einfach irre, dass es Leute gibt, die seit 30 Monaten in der Bazi gehen kann. Gutzufuss, danke dir für deinen Support. Vielen lieben Dank. Enk Ole weiterhin willkommen. Ist mir stets ein Fest. Und Mr. Cartman, Habiteri, grüß dich gut. Wie geht's da? Alles fit bei dir? Das gibt's halt, der Billinger hat noch 5er Streamstreak. Ja, die kriegst du auch noch, die kriegst du halt gratis. Das passt ja. Danke dir. Sei der vergund die 450, Bits hätte ich schon fast gesagt. Die 450 Kanalpunkte. Die seien da vergönnt. Aber ich glaube mir, dass es heute wieder den einen oder anderen Kanalpunkt zum Verlieren oder zum Gewinnen gibt. Also du hast schon mal eine gute Startbasis mit den 450. Ne? Die 450, die kannst du bedenkenlos heute investieren, irgendwann im Laufe des Abends. Und dann wirst du eventuell mehr draus machen oder vielleicht halt auch weniger. Das stellt sich aus. Werden wir sehen. Leute, wie geht's denn? Ist es fit bei euch? Alles zauberhaft. Alles flauschig und selber. Das freut mich. Ja, bei mir auch wieder alles flauschig. Was heißt wieder? Bei mir war alles flauschig. Aber ja, nein, passt alles. Alles im grünen Bereich, so wie es sein soll. Ja, 6000 Punkte waren noch ganz. 6000 Punkte waren noch eine ganz gute Geschichte. Ja, schauen wir mal, was. Also wir werden 3 Bosskämpfe heute wahrscheinlich machen. Ne? 3 Bosskämpfe werden wir heute wahrscheinlich machen. Das heißt, es wird jetzt wieder 2, 3 Vorhersagen geben und da könnt ihr dann natürlich wieder, as always, irgendeine Punkte setzen. Ne? Es geht, glaube ich, aufwärts. Das gefreut mich. Das gefreut mich zum Herrn, Mrs. Wifey. Das war jetzt noch so eine Hiobsbotschaft, die ich noch braucht habe, so vor 2 Tagen. Aber gut, dass es wieder aufwärts geht. Oder es den Anschein macht, dass es aufwärts geht. Das ist das Wichtigste. Dann kann er schon gar nicht mehr so viel schief gehen. Wenn es mich fragt. Ja, ich habe ein intensives Wochenende hinter mir. Es gibt Leute, die haben noch ein intensives hinter sich, aber das Wochenende, die meisten haben es mitgekriegt, ich war 2 Tage bei Metallica. War geil. War extrem geil. Es war an einem Tag verdammt nass, aber es war extrem geil. Also jederzeit nehme ich das wieder. Also sogar da, wie es ist. Gut diese. Ne? Metallica, gut diese. Kann ich empfehlen. Das ist eine gute Bloßkapelle, die sollten das professionell machen, wenn du mich fragst. Die kannten Erfolgs... Na, die Aussicht auf Erfolg kannten die haben. Wenn die das sagen, oder was ist, die werden das professionell machen, dann meine ich, kann gut gehen. Aber das ist nur meine Meinung. Lieber vor dem Urlaub als im Urlaub. Ja, da hast du recht. Das stimmt. Holy shit, jetzt weißt du Urlaub sagst, ich hab mir's jetzt gestern gedacht, wie ich mit der Frau Bazi auf der Couch Fernsehen geschaut hab. Wir fliegen mal einfach fucking übernächstes Wochenende in Urlaub. Und ich weiß nicht, wo die Zeit hingekommen ist. So, jetzt die ganze Zeit mit dem Umzug und Umbau und hin und her, du denkst einfach gar nicht mehr drauf und gestern sitzen wir so auf der Couch, holy shit, wir fliegen mal übernächsten Sonntag fort. Krasser Scheiß. Keine Ahnung, was er meint. Wer denn? Jetzt kann ich dir gerade nicht folgen, aber ist wurscht, muss ich wahrscheinlich auch nicht. Gut, Freunde, was gibt's Neues? Eigentlich nichts. Ich sag's eigentlich, was ist, eigentlich gibt's nichts Neues.
Ist alles beim Alten soweit. Der Stream heute, as always, wird circa bis um 9 gehen, je nachdem, wie wir hinkommen. Achso, wegen am harten Wochenende. Ja, gut, okay. Das kann auch. Ja, verstehe. Verstehe, dass er nicht weiß, was ich meine. Aber, nein, war cool. War auf jeden Fall sehr, sehr geil. Genau. Na, like, Stream, ihr wisst es, unter der Woche machen wir ungefähr bis um 9. Schauen wir mal, wie wir hinkommen. Wir machen halt weiter mit der Nuzlocke. Das sagt mir schon ganz gut. Und ich hab offstream in den letzten Tagen ein ganz kleines bisschen was gemacht, damit wir onstream einfach nicht zu viel Zeit verscheißen. Also sprich, ich hab die ganzen Pokémon in der Box und also auch im Team ein bisschen nachgegrindet mit den Sonderbonbons. Ich hab das eine oder andere Pokémon dadurch entwickeln können. Ich bin heute im Mittag noch mal kurz in die Stadt zurückgerannt, wo man die Fossilien erwecken kann. Das habe ich auch schon alles gemacht, die habe ich auch schon nachgegrindet. Sorgen jetzt noch halt alles im Spiel. Also wir haben ein paar neue Mitglieder mit am Start, die wo uns da hoffentlich ein bisschen durchcarryen können. Und ja, ich habe beim letzten Mal festgestellt, beim Arenaleiter, ich weiß nicht, wer von euch die Wort schon angeschaut hat oder die, wo dabei waren, die wissen es. Ich habe festgestellt, die Pokémon, die wo da die Arenaleiter einsetzen und die Bosse einsetzen, die haben EV-Training, die Säcke. Ne? Was EV-Training genau ist, das zeigen jetzt dann, glaube ich, geschwind einfach der Veranschaulichung halber, was das für einen Unterschied macht, wenn ein Pokémon EV trainiert ist, gegenüber einem, was nicht EV trainiert ist. Damit einfach, nur damit ihr es einmal gehört habt. Ist nicht wirklich relevant, aber gerade, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ne? Das können jetzt dann einfach schnell mal geschwind sagen. Aber das kriegen wir dann schon hin. Den muss der Bazi auf jeden Fall sagen. Was muss ich sagen? Was muss ich denn sagen? Was da in Discord eingeflogen ist, oder was? Was haben da gut so was da reingeworfen? Oder ist das? Boah, leck! Mr. Gut zu Fuß, das ist eine 11 von 10. Wenn du mich fragst, ist das mindestens eine 11 von 10. Weil wäre wahrscheinlich sogar noch ein 12er. Das ist sehr Pummeluff. Ein Pummeluff-Haum. Mega geil. Jetzt haben wir, pass auf. Die hat mir ja der Seil jetzt ja geschenkt. Ja? 1 Lamus, 1 Pummeluff, 1 Enton. Haben wir noch sonst irgendwas? Oh ja, stimmt, das habt ihr auch noch nicht gesagt. Seht ihr das da? Da, könnt ihr das da erluren? Zeigt mir das. Ja, ich hab mir nämlich Plüsch gekauft. Ja? Das sind die drei Starter-Pokémon aus der ersten Generation, die wo quasi mehr oder weniger dafür schuld ist, dass ich Zocker geworden ist. Ja, da haben wir einmal Shiggy, einmal Glumanda und einmal Bisasam. Haben wir auf Amazon bestellt, weil das Kastel dahinter braucht sowieso noch ein bisschen Deko, haben wir gedacht, gut, das passt ganz gut. Ne? 2 Enton. Ja, stimmt, Wifey ist ein Baby-Enton. Richtig. Wifey ist ein Baby-Enton. Da hast du nicht unrecht, das ist mir entgangen. Aber gut. So. Freunde der Sonne, sonst wisst ihr jetzt eigentlich nichts. Deswegen da ich jetzt sagen, fangen wir langsam mal schnell geschwind. Ein Speiner, hätte ich fast behauptet, oder? Was darf man da davon halten? Ich glaube, das war eine Idee. Mich und Ansei hat man überall ausgesagt. Ja, das glaube ich. Zwar hat es Mords die Kanten und dann habt ihr so einen auffälligen Hut auf. Das glaube ich sofort, dass man ihn rausgekannt hat. Das war da ein wenig komisch gewesen. Aber ich glaube, wie gesagt, der Pummeluff-Hut, der ist zauberhaft. Der gefällt mir. Wie gesagt, falls wir in der Nuzlocke ein Pummeluff oder ein Knuddeluff noch kriegen, dann wird sofort nach dir benannt. Verspreche ich dir. Da hast du mein Wort drauf. Mr. Gut zu Fuß. So, jetzt müssen wir da mal schnell einen Leisemann machen, damit nichts passiert. So, warum hat sich das verschoben? Da zupft die. So, das möchte ich haben. Wir brauchen ein Büdel erst. Ein Büdel brauchen wir. Da Büdel, perfekt. Na schön, da wird es schon wieder erinnert. Da wird es ja schon wieder erinnert. So. Da haben wir. Gut, Freunde der Sonne. Dann zeigen jetzt einmal schnell geschwind, bevor wir reinstarten, was denn jetzt Phase ist. Ne? Was hat sie denn alles da? Eigentlich nicht so wirklich viel. Ich habe halt, wie gesagt, meine ganzen Pokémon ein bisschen auf Vordermann gebracht. Ich habe jetzt einmal alles auf Level 32 aufgegrindet. Das Level Cap ist jetzt 33. Deswegen, ja, deswegen sparen wir uns das jetzt quasi on-stream, damit ich jetzt da noch grinden muss.
Und ja, es hat sich ein bisschen was getan. Unser Shellast hat sich weiterentwickelt. Ja, das ist nur eine von vielen Entwicklungen, die jetzt offstream passiert haben. Wir haben jetzt ein Shell-Terra. Das ist quasi die Finalentwicklung. Das hat jetzt einen Mordstrombaum auf dem Bugel. Ja, der Sei war immer ein praktischer Anhaltspunkt. Ja, das ist generell so, wenn man in irgendeinem Menschen drauf ist, der, wenn es da einen Großen dabei ist, ja, geht da hin, wo der ist, der wird schon wissen, wo man hingeht. Das kenn ich von meiner Person zu Genüge. Ja, ob das in der Mairüd war oder beim Furtgehen oder so. Gut, jetzt im Olympiastadion war es schwierig, weil bei 90.000 Leuten gibt es halt ein paar, die ein wenig größer haben, aber grundsätzlich die Aussage verstehe ich. Genau, Rollkommando ist eh noch, as always. So, und jetzt müsst ihr aber da mal schauen. Da hat jetzt gewaltig was getan. Wir haben jetzt zum einen ein Stami. Ich habe nämlich noch einen Wasserstein gefunden, den habe ich beim letzten Mal wohl da auf dem Weg daher übersehen. Der war eigentlich Bredelbrot auf dem Weg gelegen. Also sprich, wir haben ein Stami, das ist vorher ein Sterndu gewesen. Dann haben wir, gut, Milotic, das wisst ihr, das haben wir beim letzten Stream noch entwickelt. Kadabra hat sich noch nicht entwickelt. Unser Golbart hat sich entwickelt. Wir haben ja jetzt ein X-Bart. Ja, das ist sehr, sehr zauberhaft. Dann haben wir unser Mini-Clown weiterentwickelt. Das habe ich per Zufall entdeckt, dass man den mit einem Eisstein entwickeln kann. Ein Eis-Pokémon können wir, glaube ich, früher oder später ganz gut brauchen. Das ist jetzt quasi ein Skalar-Pantimos. Das ist quasi ein Eis-Pokémon, Eis-Psycho, glaube ich, oder Eisfee in dem Hack. Weiß ich jetzt nicht so genau, müssen wir uns mal anschauen, wenn es soweit ist. Dann, was haben wir noch? Da dahinter hat sich einiges da. Wir haben auch einige Pokémon weiterentwickelt. Zum einen auch das Schnäppke, das ist zum Viernon-Tor geworden. Dann unseren Baby-Teddybären, der ist zum Ursaring geworden. Dann haben wir unsere zwei Pflanzenstarter, Bisaknosp und Lorblatt, die haben sich auch jeweils einmal weiterentwickelt. Megania ist in dem Hack tatsächlich ein Feentyp. Und unser Tyragrok hat sich auch weiterentwickelt zu einem Impagator. Und dann habe ich, wie gesagt, die ganzen Fossilien je einmal erweckt. Das sind quasi diese Sim-Gestalten da. Die haben wir jetzt auch mit dabei. Ja? Und da unten hat sich so an und für sich eigentlich nichts da. Der ist das einzige, der Buffy ist der einzige, der noch auf 16 ist, weil ich mal ganz schwer davon ausgehe, dass wir den wahrscheinlich eher nicht hernehmen werden. Genauso bei Stone Cold, der bleibt da unten, bis dass wir wahrscheinlich den Run beenden, weil, wie gesagt, ja, hat nicht so wirklich das perfekte Wesen für einen gescheiten Run. Genau. Und das ist aktuell Pi mal Daumen der Stand der Dinge. So schaut es jetzt von der Box her aus. Das Einzige, das was ich jetzt noch schnell zeigt, das ist eben, was genau EV-Training bedeutet. Ich zeige es nur ganz kurz, ganz einfach erklärt, damit ihr mal den Unterschied eigentlich seht. So, eigentlich müssen wir uns einmal als Leuchtturm verkleiden. Ja, mit einem Rundumlichtel am besten. Na, so einen Hut gibt es bestimmt, wo du Rundumlichtel einschalten kannst. Nächstes Jahr musst du mit, Namenskollege. I'll do my best. Wenn sie das terminlich irgendwie vereinbaren lässt, dann bin ich dabei, auf jeden Fall. Stone Cold 316, richtig, genau deswegen. So, jetzt passt schnell obacht. Das Zeigen geht nämlich schnell geschwind. Und zwar, was ist denn EV-Training? Das ist eigentlich relativ simpel und relativ einfach erklärt. Und zwar braucht man jetzt da, pass auf, was zeige ich denn da jetzt? Pass auf, da machen wir es jetzt einfach schnell mal so. So. Jetzt haben wir da zum Beispiel ein Georock, ne? Oder jetzt sehe ich meine Kamera schnell auf die andere Seite, dann seht ihr es besser. So, mal schnell kurz da mal. So, da haben wir jetzt ein Georock, ne? So, was für euch jetzt wichtig ist zum Anschauen, sind die Werte da dahinter, okay? Wir nehmen jetzt einmal an, das Georock ist jetzt auf Level 100, okay? Ist jetzt nur, wie gesagt, es geht jetzt nur ums Beispiel, damit ihr versteht, hey, warum EV-Training, was ist denn da so relevant dran? So, das Pokémon hat auf 100, wenn man keine EVs hat, die sind da erinnert, ne? Wenn ein Pokémon nicht EV trainiert ist, hat es auf Level 100 mit einem neutraler Wesen diese Werte. Okay? So weit, so gut. So, jetzt wenn ich ein Pokémon aber EV trainiere und ich kann pro Wert 252 EV-Punkte verteilen. Ja? Also insgesamt kann man 508 haben, laut neuestem Stand. 508 EVs und ich kann maximal 2 Werte auf 252 EVs pushen. Und den Rest, die 6, die dann überbleiben, die musst du halt woanders sehen. Aber ist ja jetzt wurscht. Jetzt wenn ich einmal sage, okay, ich habe jetzt da einen Georock und dem gebe ich jetzt 252 Angriffs-EVs, okay, EVs, dann schaut's mir, wie sich der Wert da dahinter da vor mir verändert, okay? Aufgemerkt. Da tut sich einiges, okay? Wenn ich jetzt ein EV-trainiertes Pokémon habe,
also mit 0 EVs, auf Angriff hat es 226. Und wenn ihr das voll mit EVs klatscht, hat es 289. Und das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge. Wenn du heute mit einem Pokémon mit 252 Angriffs-EVs auf ein Pokémon triffst, wo es überhaupt kein EV-Training nicht hat, dann passiert das, was letzte Woche passiert ist. Beim Arena-Leiter. Dann wirst du gnadenlos weggeklatscht. Okay? So viel kurz zur Erklärung. Und das geht, wie gesagt, da kannst du 2 Werte nehmen. Meinetwegen nimmst du noch HP. Bei der HP ist genau das gleiche. Wenn es kein EV-Training hat mit einem normalen Wesen, hat es 251. Wenn ich ihm da 252 EVs gibt, hat es auf einmal 314 KP. Haben oder nicht haben. Das ist eine Menge. Okay? Haben wir das also auch mal gesehen. Wenn es dazu Fragen gibt, einfach schreien. Ja, dann kriegen wir das irgendwie hin. Aber gerade, dass ihr mal grundsätzlich gesehen habt, hey, was ist EV-Training, warum macht das so viel aus? Genau deswegen macht das so viel aus. Ja, weil die Werte dann auf einmal ganz anders sind. Soweit, so gut. Nur damit ihr es einfach einmal gesehen habt. Gut. Dann darf ich einmal vorschlagen, dass wir schön Start, kann das einmal schnell weg, da, blip. So, jetzt halt. Dann darf ich vorschlagen, machen wir weiter. Und zwar ist der nächste Anlaufpunkt in diesem Galaktikgebäude da erinnert. Da werden wir den ersten Bosskampf haben heute, ja, an diesem Tag. Und da drinnen finden wir dann auch, wenn wir Team Galactic versprengt haben, einen Raum, wo wir unser Rotom von der Form her wechseln können. Jederzeit. Und das ist gut. Aber jetzt schauen wir erst mal, dass wir da reinkommen. Damit da nichts passiert. Und dann geht's rund. Richtig, dann geht's richtig rund. Rundumleuchtung los die Regeln. Ja, es gibt, ohne Scheiß, wir haben am Sonntag bei Metallica haben wir einen gesehen, der hat einen Kutten angehabt, da wo hinten mit LEDs der Wackenstier drauf ist. Der ist sofort aufgefallen. Das hast du sofort gespannt, dass der anders drauf ist. Und das hat richtig geil ausgeschaut. Und dann muss ja auch gefälligst irgendein so ein Haum mit einem Rundumlichtel drauf. Kannst mir nicht verzeihen. So, natürlich ist jetzt so, wir haben einen entsprechenden Levelvorteil, weil ich halt schon aufgegrindet habe. War im Nachhinein betrachtet vielleicht ein bisschen blöde, weil das nimmt so bei den Random-Trainer ein bisschen die Spannung raus, weil ich halt einfach 8 Level höher bin. Also die Wahrscheinlichkeit, dass uns jetzt da was passiert, ist relativ gering. Aber sag niemals nie. Goodie. Bauen wir selber, wenn es pressiert, ja, oder so. Genau. So mit Batterie betrieben, da kannst du das kostet einem schon auch nicht irgendwie. So, wir haben jetzt im Galaktikquartier in Ewigenau. Kommt also passieren, oder kommt also sein, dass da der eine oder andere was Böses im Schilde führt. Soweit ich weiß, haben diese Banausen da den Fahrradladenbesitzer entführt. So, und 3 Mal darf's raten, wer den wieder zurückholen darf. Richtig, mir, der 10-jährige Bub und Sabi, habe ich dir, Christi und merci für den Work. So, sprechen wir da mal dumm. Gut, wir wollen ja, wann möglich, Doppelkämpfe vermeiden. Deswegen fordert man mir, wenn es geht, die Doppelkampfpaarungen immer einzeln heraus, damit nichts passiert. Obwohl es uns jetzt wahrscheinlich mit dem Levelunterschied eher nicht so viel tat. So, ich vermute mir, dass die Schlange auch bedrohen, oder? Ja, das war mir fast klar. Aber wir haben einen 9 Level her, ich gehe jetzt bei ganz schwer davon aus, dass es trotzdem killt. Ja, denken wir schon fast. Encounter kriegen wir natürlich heute auch wieder den einen oder anderen. Aber da sage ich dann nichts dazu, wenn es soweit ist. Wir kriegen heute auf alle Fälle einen statischen Encounter. Zumindest war es im Original-Hacker so. Und der war zauberhaft, wenn sie den da auch eingefügt haben. Wobei ich jetzt mal ganz schwer davon ausgehe. Der Vorteil ist natürlich jetzt auch, dass die Pokémon alle unterentwickelt haben. Das heißt, da reißt der im Gyarados schon mal durch wie nix.
Machen wir auch noch. Ein Smogon. Ein Puff Daddy. Der kann, glaube ich, explodieren. Wobei uns das, wie gesagt, über 9 Level überholen und mit einem Bedroher sowieso nichts getan. Und abgesehen davon werde das wahrscheinlich auch nicht überleben, denke ich mal. Haut ja ganz gut hin. Gyarados ist einfach der Berserker. Der Berserker. Mir wundert es, dass Bounce bisher jetzt mit drauf hat, weil das ja nicht 100% Genauigkeit hat. Wobei ich halt hoffe, dass ich den Move relativ schnell für irgendwas anderes wechseln kann, weil auf einen Angriff sich zu verlassen, der wo nicht 100% Genauigkeit hat, ist halt aber so semi-optimal. Vor allem, wenn es einmal drauf ankommt. So, da ist Streaming-Zimmer scheinbar. Oh, liegt das? Donnerwelle. Können wir sogar mal brauchen. Ja, das hat ja, da ist Streaming-Zentrale von Team Galactic. Achso, die kann man auch alle bekämpfen, oder was? Das habe ich nicht gewusst. Und du kannst jetzt einfach blind links an denen vorbeirennen, ohne dass die das mitkriegen. Willi, hab ich Dere. Grüß dich gut. Alles fit bei dir? Dann haben wir Golbart. Das fetzt mir auch weg. Mit nichts passiert. Wie läuft's? Wie ist der Stand? Hey, wir haben gerade erst angefangen. Bisher läuft's noch gut. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ja, wir haben heute ein paar Bosskämpfe vor uns, wenn mich nicht alles täuscht. Aber aktuell kann ich mich nicht beschweren. Tatsächlich. So, jetzt glaube ich, jetzt nehmen wir mal zwecks der Vollständigkeit einmal was anderes mit Feri. Nehmen wir mal Shelterra. Ach, der mag nicht kämpfen. Ja gut, auch recht. Die mag wieder kämpfen. Die wo kämpfen wollen, bei denen ist OBS so gestürzt offensichtlich. Oh, die hat nur ein Pokémon. Ein Pi. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen Overkill, was ich da jetzt mache. Leicht Overkill, also Baby-Pokémon einfach mit einer riesen Schildkröte zusammendrehen. Sorry. Ja, nicht so fit heute, schnaufen wir ein wenig hart, deswegen von heute heim und morgen bleibe ich auch daheim. Möchte nichts verschleppen, nicht schon wieder. Auwe Zwack! Ja, dann wünsche ich dir auf der Stelle natürlich beste Genesung. Und ja, ich hoffe, dass ich dir jetzt da ein bisschen genesungsfördernde Unterhaltung bieten kann. Aber schön, dass du reinschaust. Wenn man im Pokémon-Spiel nicht weiß, was auf uns zukommt, schauen wir mal, wie es sich weiterentwickelt. Ja, genau. Oh Gott, Sprenger-Habitäre. Ja, genau. So kann man das durchaus treffend sagen. Sprenger, ist fit bei dir. Das ist ein Hunduster. Das ist ein Feuer-Pokémon, ja. Und Feuer-Pokémon SG, unserem BAM wird da tatsächlich eher semi-optimal, aber wir sind mal, wie gesagt, 9 Level her und wir haben schneller. Ja. Ich meine, ich war dafür, wenn es heute einmal entspannt läuft. Ne? Obwohl es eigentlich letztes Mal bis auf Marina-Leiter eigentlich auch relativ entspannt war, muss man tatsächlich auch dazu sagen. Oh, das überlebt sogar, da schau her. Merci, mach gerade ein Erkältungsbad, wird schon während da die Mana, Ungraufer geht und so weiter. Ja, Indianer kennt keinen Schmerz und Ungraufer geht bekanntermaßen auch nicht, nur ein Erkältungsbad ist immer eine zauberhafte Geschichte. So, das ist jetzt ein Papinella, ja, da werde ich jetzt nicht so viel da können, aber Rollkommando, Das Ding ist, Rollkommando ist eine Gloskanon halt, ne? Also,
Ja, aber komm, wir haben ein Level her, da wird schon nichts fein. Ja, und er hat da easy, das tankt man weg. Tankt man weg wie ein junger Gott, sag ich. So, Discharge. Bam. Brutzelt man den Schmetterling. Easy. Perfekt. So, da ist ein Forscher. Der Forscher hat eher andere Pokémon wie die Rüpel. Ja, wegen 13 KP Pokémon. Eigentlich wurscht. So, was ist mit dir, Charlie Brown? Oh, ja, 3 Pokémon, okay. Ein Traumato. Der kann uns eigentlich nicht so viel. Deswegen einfach mal Sonnenbomben. Ja, easy. Metang. Der hat eventuell Schwebe, werden wir außerfinden. Na, hat er nicht. Oh Mann, das schmerzt. Immer wenn ihr ein Metang beim Gegnerteam sagt, dann schmerzt das. Ne? Der tut mir heute noch weh, der Verlust. Imagine, wir hätten jetzt ein Metang. Kadabra, okay. Ja, das zündet man auch mit Erdbeben weg. Bei Kadabra ist ja das gleiche, ist auch eine Glaskanone, ist zwar offensiv brutal stark und ist auch ziemlich schnell, aber Treffer darf's halt nicht werden. Also sonst kriegst du ein Problem. Dann verschärft's. So, wenn wir in Österreich Stefan ist eigentlich schon oben, so, oder ja. Okay, dann gehen wir schnell kurz heilen, weil da oben ist nämlich der Bosskampf. Und ich weiß, was der für ein Pokémon besitzt, als Ass. Deswegen machen wir heute eine Vorhersage. Da könnt ihr jetzt gleich einmal irgendeine Punkte reinhauen. Und zwar. Da tanzen wir heute mal so ein bisschen aus der Reihe. Weil es soll ja ein wenig Variation reinkommen in das Ganze. Da habt ihr jetzt einfach einmal. Ja, machen wir 2 Minuten, das wird dann schon passen. Wird eins meiner Pokémon bei dem Kampf vergiftet? Ja oder nein? Könnt gern gleich einmal teilnehmen an der Vorhersage. Also ja, bevor die Frage kommt, sie besitzt Pokémon, die mich vergiften können. Ja, also nicht, dass jetzt einer meint, ja, die hat bestimmt kein Pokémon, die wo vergiften kann. Doch, hat sie. Oder er. Ich bin mir nicht sicher, was es ist. So. So, da ist irgendwie so ein Move-Tutor, da schau ich jetzt auch noch mal. Was kann man da alles lernen? Nicht so wirklich was, okay. Woher soll man denn mir das wissen? Ich sag's ja nur der Vollständigkeit halber, nicht, dass man einer Schiebung untersteht. Ne? So, jetzt pass Obacht. Jetzt ist natürlich die Frage, mit was die leadet. Ich vermute mal mit irgendwie Golbat oder irgendein so ein Scheiß. Ich werde jetzt einmal nicht ins Spreadsheet schauen, ne, weil ich will mir ja nicht allzu krass spoilern. Ne, das mache ich dann, wenn dann wieder beim Arena-Leiter. Tatsächlich. Aber ich vermute mal, dass die mit Golbat leadet. Das war ja... Oh, da liegt auch noch ein Item. Das ist ja mies versteckt. Wise Glasses, okay. Das verstärkt spezielle Attacken, right? Ah, nice. Gut, wir haben jetzt auf Rollkommando einen Magneten drauf, der verstärkt Elektroattacken, aber für andere spezielle Angreifer durchaus nett. Lichtschild, dann ist das andere wahrscheinlich Reflektor, oder? Ja.
Gibt's da sonst noch was? Nicht. Okay. So, das da unten ist unser Boss. Was haben wir denn da jetzt? Du brauchst noch ein anderes Item, weil mit dem großen Schwammerl wird es nicht allzu viel ausrichten können. Aber die Frage ist, was gibt er da jetzt am besten? Ich glaube, warte, ich muss mal schauen, ob ich nur... Mystic Water, ja, da gehst du her. Das ist der Expert Belt. Den finde ich jetzt auf dir ehrlich gesagt nicht so optimal, aber come on, das ist jetzt wurscht, weil das andere. Ah, beziehungsweise, wait a minute. Wie machen wir das anders? Ich gebe meinem Garados das Muskelband. Wenn ich es finde. Muskelband. So, das ist ein bisschen besser. Okay. Gut, dann. Auf Luna, derer glaube ich, gebe ich jetzt einfach einmal. Irgendeine Beere oder sowas. Maybe. Light Clay. Kann man. Moment einmal, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, wir machen mal ein Lightscreen-Setup. Das ging halt sogar tatsächlich, das machen wir. Das ist eine Idee. So, das ist Lightscreen, also Lichtschild, der schwächt spezielle Attacken ab. Und dann haben wir noch einen Reflektor, der schwächt physische Attacken ab. Und dann paaren wir das Ganze mit Lichtlehm. Und schon haben wir 8 Runden. Statt 5. Dann sind wir erst einmal Pi mal Daumen safe. So. Ich konnte mir auch vorstellen, dass die irgendwas mit irgendeinem Hypnose-Scheiß macht. Dann machen wir jetzt da Light Clay, weil dann verlängern wir unsere Screens. Und da machen wir jetzt einfach mal irgendeine Beere, wenn ich eine hab. Orange, Cherry, Chesto. Oh, da habe ich gerade mal noch eine. Ah. Uncool. Ja, aber das machen wir jetzt einfach mal. Okay. Mal kurz Sicherheit speichern, damit nichts passiert. Und dann machen wir... Ich glaube, das ist Saturn, wenn mich nicht alles täuscht. Möchtest du irgendwas? Ganz schön leichtsinnig von dir, dass du mich das fragst. Du möchtest, dass ich die Pokémon freilos. Das wird schon passieren. Hä? Warum wird das passieren? Yeah, that's gonna happen. What? Gut, die hat 4 Pokémon. Golbat, okay, dann habe ich tatsächlich richtig predicted. So, das Ding möchte ich sofort raus haben, deswegen gleich mal, ne? Der Hypnose- und Konfustrahl-Scheiß, den kannst du gleich mal schenken. Ich glaube, das war Sarkasmus von ihr. Ja, das kann durchaus möglich sein. So, da haben wir Zubiris. Zubiris hat... keine Ahnung. Ich glaube, dass das Zubiris in dem Hack gebufft worden ist, von den Stats her so, dass wir Mega-Entwicklung ist. Jetzt bin ich mir natürlich aber nicht hundertprozentig sicher, ob du eher physisch oder speziell bist. Aber normal spielst du Zubiris eher physisch. Deswegen fangen wir mal mit Reflektor an. Fake out, okay, ja gut, herzlichen Glückwunsch. Okay, das greift speziell an. Und dann noch mehr Lichtschild. So, und jetzt müsste man halt irgendwie schauen, wie wir das Zubiris rauskriegen. Ich glaube, dass wir da tatsächlich mit Hydra die besten Chancen haben, wenn du mich fragst. Ja. Dann kriegen wir nämlich gleich noch einen Bedroher raus.
Da greifen wir gleich mal mit Kaskade an. Es holt da einiges aus. Oh, es wird geflanscht. Perfekt. Das ist dann natürlich gut für uns, weil das nämlich Subiris jetzt auch weg hat. Perfekt. Ja, das bleibt da beim Wechseln. Du hast also grundsätzlich Lichtschild und Reflektor dauert grundsätzlich 5 Runden. Da ich aber mein Elektroball, also das Rollkommando mit Lichtlame ausgerüstet habe, verlängert sich die Runden von 5 auf 8. Aber der Reflektor, der bleibt den ganzen Kampf, also diese 8 Runden, bleibt der bestehen, egal ob das Pokémon aus- und einwechselst. Tangela. Tangela kann man eigentlich nichts tun. Per se. Und wenn jetzt 2 hin und her switcht, verliere ich 2 Runden. Deswegen bleibe ich jetzt da mal. Gut, wir können mit Bounce zugreifen, abgesehen davon. Da bleibe ich jetzt einfach mal drin, weil dann sage ich eh, was das Viech macht. Knock off, okay. Bam, easy. Und das ist Gun-Tank. Das Ding ist ein Run-Ender, Freunde der Sonne. Und das Ding kann auch vergiften. Jetzt ist halt nur die Frage. Ich glaube nicht, dass er mal one-shotten kann. Ich möchte aber seinen Angriffswert runterbringen. Und ich glaube, das geht mit Luna tatsächlich am besten. Jetzt ist natürlich doof, weil ich jetzt ein Item drin habe, wo es mir ehrlich gesagt nicht so viel hilft, aber... Also Luna müsste jetzt auf jeden Fall wegtanken. Der wird jetzt wahrscheinlich irgendwie Gifthieb oder irgendwie sowas machen. Vielleicht auch Flammenwurf macht er nicht, weil Gyarados. Und wir haben noch einen Reflektor drin. Das heißt, wir kriegen jetzt physisch auf jeden Fall wenig Schaden. Und ich möchte einen Angriff von dem Ding runterbringen. Per Auflockern, okay. Verändert Start, also setzt meine Genauigkeit zurück. Das ist mir aber gerade in dem Fall völlig egal. Okay, jetzt ist der Reflektor und der Lichtschild weg. Aber jetzt drücken wir erstmal einen Angriff runter. Das ist wurscht, weil Baby Doll Eyes, also Dingens, was er da gerade macht, Defog, also auflockern, verringert meine Genauigkeit, dass meine Attacken nicht mehr treffen. Mein Zweck ist aber lediglich seinen Angriff runterzubringen. Mir wundert es nur eher, dass sie nicht für Angriffe geht. Jetzt haben wir auf -3. Dann gehen wir auf -4. Es ist fein, wenn mir das Vieh nicht angreift. Ich mein so, -5. Und den -6 machen wir über Gyarados. Gut, das greift natürlich mit Flammenwurf an, weil das deutlich mehr Schaden macht. Aber da können wir auch noch dagegen gehen. Physisch ist das Vieh nämlich jetzt eine komplette Null. Außer er crittet. Ne, Crits ignorieren quasi die Statusverringerungen. Aber das ist jetzt völlig wurscht, weil ich bringe seinen Spezialangriff mit Snarl auch noch, und das hat 100%, das trifft immer. Das ist Poison Jab. Ja, das macht jetzt gar nichts mehr. Gut, der ist jetzt auf -3 Special Attack und auf -5 Attack und gleich auf -6 Attack. Das Einzige, was mich jetzt bumsen kann, ist ein Crit. Wenn er mich crittet, dann wird es ein bisschen böse. Aber ansonsten habe ich jetzt eigentlich nichts mehr zu befürchten. Und Price habe ich dir, wie halt nicht mitgekriegt, dass du live bist. Macht nichts, du bist ja trotzdem da. So, -6 Gun Tank, it is. Nice. Der Angriff, Poison Jab, der kann halt potenziell vergiften. Ne? Und der vergiftet sogar mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit.
Easy. Nice. Bosskampf 1 des heutigen Tages. Clean. Rüberbracht. Perfekt. Das heißt, alle, die wo für Nein gewählt haben, das ist keiner in dem Fall, die kriegen Punkte. Also, ja. Der Sprengi hat sich 2510 Punkte verdient. GZ. So, er ist frei und die, glaube ich, gibt's gratis, oder? Perfekt, wir haben ein geschenktes Pokémon. Porygon. Nice, nehmen wir mit. Spitzname für Porygon. Wir werden das später in der Porygon 2 entwickeln. Später mal. Das brauchen wir aber einen Spitznamen. Das ist es ist quasi eine Ente. Ne? Also es ist nicht Enton, aber es geht in die Richtung. Das heißt, wir brauchen jetzt einen schönen Spitznamen für Enten. Ne? Sprengi hat fett Kohlen gekriegt. Ja, der Sprengi hat richtig investiert jetzt. Der hat das Depot erhöht. Ne? Sein eigenes Punktedepot hat er erhöht. Der Sprengi ist der Gewinner dieser Vorhersage. Darkwing Duck, nehmen wir. Das ist eine gute Idee. Er hat zwar keine Fliegel, aber na, Kinder der 90er wissen, was diese Serie ist. Wenn's hingeht. Darkwing Duck. Ah, geht ihm sogar. Nehmen wir. Perfekt. Schön. Wo die schon schön wohnen. Jetzt müsste man da theoretisch den Raum aufsperren können. 6. Perfekt. Easy going. Das. Genau, und in diesem Raum, ja, das ist einmal ein Ofen, ein Ventilator, ein Gefrierschrank, eine Waschmaschine und ein Rasenmäher. Und wir können unser Rotom immer in eine Form verwandeln. Es gibt eine Ofenform-Rotom, ein Ventilatorform-Rotom, ein Gefrierfach-Rotom, eine Waschmaschinen-Rotom und ein Rasenmäher-Rotom. Die zwei stärksten Formen sind Wasser- und Backofen. Und wir werden wahrscheinlich im Laufe der Nuzlocke, sofern wir Rotom nicht verlieren, immer zwischen der Backofen und der Waschmaschinenform switchen, je nachdem, was für ein Gegner das wir haben. 2, 1, Risiko. Es ist lang her. Es ist richtig lang her. Müssen wir auch mal wieder anschauen. Ja, schon ewig nicht mehr gesehen. Mr. Ripsy! Einen wunderschönen Nachmittag, Dabatz 1 Servus, Dabatz 1 Herz. C-Fix Schuh 18 Monate, Hidabatz 1 zauberhaft. Ja, fix Läden, du auch schon 18 Monate, 1,5 Jahre mit in der Basis gegangen. Ripsi, merci dir für deinen Resub im 18. Monat. Vielen lieben Dank für deinen Support und dass du so lange dabei bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Weiterhin willkommen in der Basis gegangen. Viel Spaß mit dem Mods. Dankeschön. So, wir haben jetzt ein Porygon gekriegt, right? Da ist das Porygon. Jetzt schauen wir erst einmal, was du... Bashful. Neutrales Wesen, völlig fein. Ja, das nehmen wir so mit dem kann man arbeiten. Ja, das werden wir sehr, sehr defensiv bauen, das Porygon. Habe ich da tatsächlich damals, vor 1,5, 2 Jahren, zu meiner Competitive-Zeit im Pokémon, habe ich Porygon 2 sehr, sehr häufig gespielt und auch sehr, sehr häufig gegen eines gespielt. Ja, also Porygon 2, sehr gutes Pokémon. Ja. Können wir auf alle Fälle benutzen. Im Laufe der Zeit. So. Gut. Das schaut doch vernünftig aus. Freunde der Sonne, ich sag's euch, wie es ist, das schaut vernünftig aus. Gut, wir hätten natürlich auch ein Quappo machen können anstelle von Stami, aber ich glaube, dass wir das sogar noch per Level-Up entwickelt kriegen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Dann gehen wir weiter, hätte ich gesagt. Oh, der steht da raus, was haben wir da? Danke, dass du mich geredet hast. Das ist Epsi, um meinen Dank zum Sagen. It's the latest das ist das neueste Modell vom Vorradl, das musst du unbedingt nehmen. Ich bestehe drauf, ja. Du Knallkuppel. Ich hab aber schon 2. Du hast bereits ein Vorradl, ja, dann das schaut so aus, wie wenn deine Mama einen guten Geschmack hat. Nicht nur bei den Vorradl. Dann gib mir da den ganz seltenen Stor an dem, was ich bei meinem Pipi gefunden habe. Ein Dawnstone, okay. Das ist der
Nein, nicht der Funkelstein. Wie hat der andere geheißen? Ich weiß nicht mehr genau. Kann man Pokémon entwickeln. Wir haben zwar keins, was auf den Dawnstone reagiert, aber lieber haben wir brauchen. Gut, dann haben wir da eigentlich soweit alles erledigt. Dann können wir auf die... Oh. Oh, da bist du ja. Ich hab nach dir gesucht. Ich hab nämlich was Schönes für dich. Ich wollte dir das Pokémon eingeben. Akzeptierst du das? Oh, wir kriegen noch mal geschenktes Pokémon. Wochenende ist zum Glück. Ja, für mich noch nicht ganz. Ich muss Freitag noch mit. Leider. Ich hab leider nicht frei gekriegt am Freitag, aber das ist fein. Nach einem Tag früh schiebt man, du da, sag ich nicht, nein. So, das da, ich ahne, was das für ein Ei ist. Und wenn es das ist, was ich denke, kriegen wir schon wieder ein OP-Pokémon. Ne? Das werden wir jetzt natürlich gleich einmal ausbrüten, den Wumms. Und schauen wir uns an, was das ist. Ich dampf dabei mal ab. Vielleicht bis später. Wie lange bist du online? Heute, bis circa 21 Uhr. Bin ich noch da. Aber merci, dass du reingeschaut hast und ja, eventuell bis später. Jetzt müssen wir natürlich erst einmal das Ohr da ausbrühen, gell? Das ist natürlich... Aha, kommt eh schon. Okay, ich hab jetzt mit was anderem gerechnet. Ich dachte, das wird ein Togebi-Ei, aber Riolo Brudi, den nehme ich. Da weiß ich jetzt tatsächlich auf Anhieb einen Namen, und zwar Fox. Okay, ich habe mit allem gerechnet. Ich habe jetzt eigentlich mit einem Togebi gerechnet, aber Riolo bzw. Lucario ist natürlich Bombe. Kampfstahl-Pokémon, das kompensiert so ein kleines bisschen. Das kompensiert ein kleines bisschen Metang, tatsächlich. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da Riolo rauskommt. Wo habe ich denn jetzt halt mal... Ist das noch auf der Box? Ah, das hast du, okay. So, dann braucht die Sanftglocke, weil der entwickelt sich mit Zuneigung. Und dann levelt man den auch gleich instant auf Level 32. Dann werden wir wahrscheinlich, wenn wir Glück haben, gleich ein Lucario haben. Boah, leck, Alter, auf Disney Plus gibt's alle 4 Staffeln von die. Ja, kannst du gleich mal geben. Jetzt weißt du, was du übers Wochenende zum Schauen hast. So, bis... Ponte, ja, nein, das nehmen wir nicht mit. Metallglaue nehmen wir mal mit. Wir müssen da natürlich auch erst einmal schauen. Du hast jetzt aktuell... Okay, du hast auf alle Fälle ein Attack gewesen. Das heißt, du bist eher physisch, right? Müssen wir dann schauen. Wobei Lucario speziell eher besser war, aber okay. Wir wollen uns ja jetzt erstmal nicht beschweren. Aber Riolo fühle ich tatsächlich. Weil ich halt wirklich gar nicht mit dem gerechnet habe. Copycat braucht auch kein Schwein. Screech braucht kein Schwein. Rock Smash brauchen wir auch nicht. Reversal auch nicht. Crunch können wir mal mitnehmen tatsächlich. Aurosphäre, ja, das war's halt jetzt natürlich, aber wir haben auch halt leider nicht speziell. Das ist so ein bisschen die bittere Geschichte an der ganzen Sache da. Oh, es lernt Kreuzhieb, ja okay, ich hab nichts gesagt. Da haben sie wahrscheinlich das Level-Up, die ganzen Level-Up-Moves ein wenig angepasst, dass man es als physisch spielen kann. Quick Guard, die brauchen wir nicht. Schaut, aber leider noch keine Entwicklung. Aber es ist fein. Freunde der Sonne, Riolo ist fein. Naiv, okay. Plus Speed minus Special.
Also plus Speedwesen absolut fein. Aber mir wundert es, dass Riolo einen Herren Attack als wie ein Special Attack wird tatsächlich. Das wundert mich. Weil normaler... Gut, das kann sich bei Lucario dann tatsächlich nur ändern. Aber das werden wir ausfinden. Spotty, Habitäre, grüß dich gut, wie geht's da? Was macht der Fuß? Wir haben das Rollkommando dabei, gut. Aber Riolo, zauberhaft. Das nehmen wir mit. Gut. Dann gehen wir weiter. Hast du noch irgendwas? Der hat doch bestimmt was, oder? So, 76 Pokémon drauf. TM54, what's this? Vollswipe, das ist Trugschlag. So, da darf man nur mit dem Rad laufen. Danke, dem geht's soweit ganz gut. OP ist gut verlaufen bei dir. Mr. Spotty, das freut mich außerordentlich zu hören. Schön, dass die OP gut verlaufen ist und schön, dass du auf dem Weg der Besserung bist. Bei mir ist soweit alles fit, ja. Ich kann nicht klagen, tatsächlich. Ich kann nicht klagen. So, Route 206, da haben wir keinen Encounter. Da haben wir aber einen Haufen Radlfahrer, die wir jetzt vom Ross schubsen müssen, quasi. Pichu, okay, oder Baby-Pokémon? Okay, die haben jetzt auf Level 19. Also die Levelkurve in dem Spiel ist tatsächlich ein bisschen weird. Aber das war im Original auch so. Und die Bosse haben dann wieder ähnliches Level wie mir. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, wo ich auf Biss gedrückt habe, dass das kleine Mausal da Statik hat. Gut, er kann ja gegen mich ungefähr gar nichts machen. Ja, herzlichen Glückwunsch, das waren 3 KP. So, müssen wir mal schauen, ob wir die Paralyse da wegkriegen. Das sollte aber machbar sein. Ja, ich habe sogar noch einen. Easy. Dann nehmen wir, wenn möglich, auch die ganzen Trainer mit. Ein Pokémon. Ein Tauboga, okay. Gut, da habe ich jetzt eigentlich nicht so wirklich Antwort, aber da du sowieso 10 Level unter mir bist, I don't give a damn. Okay, easy. Da unter der Brücke, also quasi ungefähr auf der Position, wo wir jetzt sind, vielleicht noch ein bisschen weiter hinten. Da ist rechts, das sieht man jetzt sogar, da ist ein Höhleneingang und unter der Brücke gibt es eine geheime Höhle. Und in dieser geheimen Höhle, da findet man noch einen statischen Encounter. Da sollte man vielleicht jetzt gleich noch Pokébälle kaufen dafür, weil das war, glaube ich, jetzt gar nicht einmal verkehrt. Gut, Earthquake it is. Wir haben halt jetzt aktuell bei den Trainer schonungslos überpowered. Aber es wird eh noch anstrengend nur. Von daher darf es ja ruhig einmal ein wenig chilliger laufen, ne? Gut. Kommst du uns auch nicht aus? Das Schwalbini, süß.
Gut, das wäre wahrscheinlich mit einem Biss weg sein, oder? Ja, denke ich mal. Ich muss gleich mal schauen, ob das nicht Knirscher hätte können. Ein Knirscher war eigentlich deutlich stärker. Wir machen gerade aktuell auf Schnappschildkröte, ja? Okay. Mal direkt einmal schauen, das hat doch garantiert Knirscher können. Okay, Woodhammer, Grafkoloss, Eisenschädel, what? Okay, es hat doch nicht Knirscher können. Aber krass, das lernt auf einmal, das hat Hand des Egg-Moves. Krass, das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber gut zu wissen. Porenta. Oh, das hat einen Kampftypen. Okay, gut zu wissen, das Ding ist Flugkampf in dem Heck. Das haut man quasi dann mit der Lauchstange anschauen. Perfekt. Die Brücke gar nicht mehr so lang in Erinnerung. Oh, Blitzer, okay. Oh, das haben wir mal weg, Erdbeben. Gut, selbst auf -1 sollte das killen. Ja, easy. Es macht halt einfach schon sau viel aus, wenn du voll entwickelte Pokémon hast, weil du einfach so viel Damage-Potenzial hast jetzt mittlerweile. Ja, da haben wir noch einen. Da haben wir noch mit. Voltoball. Ha, wir haben schon die Entwicklung. Wir haben schon die Entwicklung tatsächlich. Beziehungsweise wir kommen da jetzt eh auf Erzellingen, aber dann kann ich dort noch schnell shoppen gehen. Ein paar Bälle einkaufen und so, ein bisschen mit Highlight-Items eindecken. Blitzelblitz. Mike Habitere, grüß dich gut. Der Urlauber. 1 Urlauber am Start. Du hast wahrscheinlich Schwebe, right? Perfekt. Sei da von Herzen gegönnt, Alter. Ich hab nur ein bisschen. Aber, ja, kriegen wir auch noch hin. So, kann jetzt endlich den... So, vielen Dank. Aha, ich griffe mein Vorradl 3 Sticker. Perfekt. Andi, habe ich dir. Dachschaden Ultras. Perfekt, das haben wir mir. Ich glaube, du bist richtig. Bei den Dachschaden... Route 206. Okay. Immer noch. Ich glaube, bei den Dachschaden Ultras bist du richtig. Ich habe keine Ahnung, was die Bären machen, aber das werden wir noch herausfinden. Andi, merci dir für dein Simmer Streamstreak. Vielen lieben Dank für deinen Support. Dankeschön. Route. Oh, doch, da gibt's doch einen Encounter. Route 206, Brudi, da gibt's doch einen Encounter, weil das ist 207. Da haben wir nämlich schon einen geholt. Aber ist gut zu wissen, den holen wir uns dann gleich noch.
Den holen wir uns dann natürlich gleich noch. Andi, ist fit bei dir? Und Mike, bei dir natürlich wahrscheinlich, wenn man Urlaub hat, dann muss es am gut gehen, glaube ich. So, pflücken wir da mal ein paar Beeren ab. Und dann ist dieser Honigbaum. Oh, da gibt es einen statischen Encounter. Okay. Werden wir uns auch holen. Jetzt gehen wir zuerst einmal da shoppen. Da ist er. So, jetzt können wir erst einmal, pass auf, jetzt können wir zuerst einmal die überschüssigen Fossilien verkaufen, weil die werde ich ja nicht mehr erwecken. Haben wir ja jeweils ein Fossil. Das ist halt ein bisschen Easy Money. Wir wundern uns, dass so ein Fossil gerade für 500 weggeht, tatsächlich. So, kaufen wir natürlich auch noch. Wie? Es gibt immer noch keine Superbälle nicht? Was ist das für ein Scheißlohn? Ja, okay, dann kaufen wir mal 5 von 3, weil da haben wir schon 2. 3 von denen. 5 von denen. 5 von denen. Ja, Burn und Eis sparen wir, weil. Ne? 18 Pokébälle haben wir. Ja, kaufen wir noch 22, damit nichts passiert. Dann haben wir 40. Ansonsten der Rest ist eigentlich irrelevant, brauchen wir gar nicht. Okay. Ja, heute noch ein bisschen stressig mit der Arbeit, aber jetzt ist alles gut. Was haben sie denn zum Essen gesagt? Ja, ist fit, schönen Dank und selbst bin schon wieder dahin. Grillerei ist fertig, schön zu. Oh, dann lass das gut schmecken. Merci, dass du gut reingeschaut hast, Andi. Los, eine frohe Grillerei wünsche ich dir. So, jetzt schauen wir mal schnell auf Box, damit wir da mal schnell kurz ein bisschen tauschen können, weil ihr zwei hat es noch nicht voll entwickelt. Finde ich jetzt nicht so zauberhaft. Da müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwas kompensieren können. Aber so wie ich sage, eher nicht. Wobei, doch, da haben wir doch etwas. Wir brauchen fast auf alle Fälle, wir brauchen Feuer-Pokémon auf jeden Fall. Aber da schaut es jetzt tatsächlich ein bisschen mau aus. Wir haben auch leider keinen Feuerstein, dass wir das Ding entwickeln könnten. Okay. Kann man Batman mitnehmen tatsächlich? Weil der ist schnell. Gut, Militech hätte man schon wieder Wasserpumpe, war eher suboptimal. Ja gut, okay, dann muss ich Jungglut fast noch dabei lassen. Weil wir brauchen schon fast ein Feuer-Pokémon. Da kann man theoretisch, Du bist in dem Späteils Ground-Type, okay. Ja, wir nehmen, ich glaube, wir können Ursaring tatsächlich auch mal mitnehmen. Nehmen wir Ursaring mit, das ist fein, glaube ich. Wobei, nein, ist nicht fein, wenn du schon Boden-Pokémon bist. Ich habe eh schon Boden-Pokémon dabei, das ist nicht fein, zupfte. Ja, dann muss ich Jungglut noch mitnehmen, das hilft das nichts. Weiß ich halt, da wir erst in einem Level entwickeln und wir haben jetzt Level Cap. Ja, bitte, Mr. Price. Waren alle schwer begeistert, ich habe auch noch nur mit heimgebracht. Perfekt, das Essen für heute und morgen ist quasi gesichert. Hast du Black mit Fullkong am Schirm? Aber hundertprozentig. Aber hundertprozentig. Das habe ich seit 3 Jahren auf dem Schirm. Das habe ich schon auf dem Schirm gehabt, da war es noch nicht mal angekündigt, Brudi. Das sagt der, wie es ist. Nein, habe ich natürlich auf dem Schirm. Werden wir Vollgas on-stream zocken. Ah, übrigens, der eine oder andere hat das vielleicht auf Discord eh schon gesehen. Ich habe mir heute die Mod zu Dark Souls 4 runtergeladen. Dark Souls Arc Thrones heißt das. Ich habe es angetestet. Holy shit! Also ohne Scheiß, was Fans machen können an Programmieren und an Mods erstellen, das ist geistesgestört. Das werden wir auch on-stream spielen. Wahrscheinlich irgendwann noch Elden Ring. Also für den Fall, dass ihr es noch nicht mitgekriegt habt, das Jahr wird Souls-lastig.
Weil ich weiß nicht, ob ihr das gut findet. Ist, glaube ich, dann aber auch relativ, Ah ja, stimmt, das war ja das Modest, genau. Ist glaube ich, für euch relativ egal, weil so wie ich das in letzter Zeit mitgekriegt habt ihr sowieso recht viel Bock auf Souls-Likes. Aber das schaut schon richtig gut aus. So, was gebe ich jetzt hier? Wir gehen halt die ganzen Trage-Items ab. Das ist ein bisschen, ne, hinderlich. Du tust mir jetzt auf alle Fälle mal das Item her. Du tust mir das Item her. Was habt ihr alle? Meine Fresse. Pudersand lose ich jetzt einmal. Der hat Sanftglocke, Wundersaat. Die anderen haben kein Item nicht. Okay. Gut, da ich nicht weiß, was er da geben soll, kriegst du einfach mit Scope Lens. Na, Schmarrn, du kriegst ein Expert-Belt. Tatsächlich. Das ist besser. So, Change Moves. Okay, ist jetzt nicht so begeisternd. Ah ja, okay, ja gut. Passt. Gut, dann holen wir uns einen Counter, Freunde der Sonne. Und zwar haben wir da gleich mal den ersten. Ah, Moment. Ich lerne jetzt gleich mal etwa noch Trugschlag, damit ich das Pokémon auch schwächen kann. Stellen wir mal schnell Stealth Rocks weg. Weil das kann ich mit per TM auch wieder lernen jederzeit. Und dann haben wir nämlich ein Pokémon, wo ich schwächen kann. Gut. Okay, Bummels. So, weil bei Trugschlag bleibt nämlich stets 1 KP stehen, egal was passiert. Gut, wir brauchen einen Spitznamen für Faultier. Ich hätte einen im Kopf, wenn's war. Flash, der ist auch nicht schlecht. Der ist tatsächlich auch nicht schlecht. Flash war auch gut. Ich hätte jetzt an Sid denkt von Ice Age. Aber Flash war natürlich auch eine Option. Tatsächlich. Flash ist gut. Gut zu Fuß, den nehmen wir. Der ist zauberhaft. Gut, das war der statische Encounter. Dann haben wir auf 206 ein normaler Encounter. Aber da schauen wir uns erst einmal in Ruhe im Groß um. Gyro Ball, okay. Für langsame Pokémon ganz gut. Haben wir Bären. Raspberries. So ein Item. Donnerstein, das ist... Moment einmal, wir haben ja irgendein Pokémon, was einen Donnerstein braucht, glaube ich, oder? Na, Feuerstein brauchen wir. Feuer- und Wasserstein. Ah, ja doch, komm, wir brauchen einen Donnerstein. Ja, okay. Das fault ja bei Sumania in der Zulassungsstelle. Stimmt, das hat... Stimmt. Mr. Gut zu Fuß, da hast du recht. Auf das habe ich jetzt gar nicht spekuliert. Mr. Gut zu Fuß, das gibt der Plus. Gut, das sind keine Honigbäume. Das ist fein, da haben wir noch ein Item. Okay, Poison Bob, der verstärkt Giftattacken. Das ist fein. So, und da erinnert, unter der Brücke ist ein geheimer Eingang zu einer Höhle. Die bizarre Höhle. Die ist quasi zweimal in dem Gebiet. Einmal der rechte Eingang und einmal der linke. Und in diesem linken Eingang hier können wir einen statischen Encounter kriegen. Am Ende. Ich glaube, dass man im Originalspiel da drin sogar Erdbeben gefunden hat.
Achso, da brauchen wir generell überall ein Radl, oder was? Gut, dann haben wir mal dieses Item da. So, aber wie komme ich da? Achso, da komme ich da wieder oben. Oh nein, Höhle. Keine Sorge, die Höhle ist nicht dramatisch. Da kannst du nicht stark verlaufen. Jetzt muss ich gerade mal schauen. I see what it is, man. Jetzt war ich nämlich gerade ein ganz kleines bisschen verwirrt. Oh. Aber da brauchen wir wieder einen Schneegang. Ah, da muss man dann da oben springen, okay. Na, Moment, da kommen wir. Griffklaue, okay. Da müsste die Schafklaue da auch noch drin liegen. Zumindest war es im Original so. Das müsste das Ding da sein, oder? Nein, das ist ein Sondermoment. Okay, das brauchen wir jetzt quasi nicht. Ja, da findet man schon wieder raus. Keine Sorge. So, und da dahinter, wenn wir jetzt da reingehen, springt uns gleich das statische Pokémon an. Und so Gott will, werden wir das fangen. Das war sogar wichtig, wenn wir das fangen. Denn dieses statische Pokémon ist ein Knacksel. Der Kingstein. Und Knacksel wird zu Knackrack später irgendwann einmal. Und Knackrack war unfassbar stark. Gemäß dem Fall, wie gesagt, wir müssen es ja erst einmal gefangen kriegen. Das ist sogar auf Level 28. Das ist relativ stark sogar. Dass man mir jetzt schneller hand, das gefällt mir jetzt persönlich gar nicht, weil ich glaube, dass das Ding dann ein Minus-Speed-Wesen hat. So, dann hoffen wir, dass es reingeht. Nice. Spitzname für ein starkes Drachen-Pokémon, Freunde der Sonne. Also das ist jetzt offensichtlich noch nicht so stark, aber es wurde verdammt stark. Quasi sozusagen ein Pseudo-legendäres. Purple. Boah, leck, das war sogar tatsächlich, jetzt pass auf, theoretisch Spyro, Tabaluga. Aber die Anlehnung an Zabi gefällt mir. Ich meine, er ist zwar eigentlich mehr blau, aber das Drachennest will ja auch irgendwie vertreten werden. Oder haben wir damit einverstanden, wenn wir das ein bisschen als Anekdote für Zabi benennen? Ist das fein? Ich glaube, das ist fein, oder? Ich glaube, damit auch kein Problem. Spyro und Tabaluga waren aber natürlich auch geile Namen gewesen. Aber vielleicht findet man ja noch das ein oder andere Drachen-Pokémon. Zauberhaft. Da die auch so. So. Jetzt hast du bitte hoffentlich ein brauchbares Wesen. Wenn du jetzt ein Minus-Speed oder ein Minus-Angriffswesen hast, dann fang ich Blair noch. Brave. Plus Attack minus Speed. Das ist jetzt so eine Mischung aus Scheiße und Zauberhaft. Scheißhaft. Oder irgendwie so. Keine Ahnung. Minus Speed ist natürlich jetzt für Knackrack nicht so optimal, aber Plus Attack ist natürlich zauberhaft. Sigi Habitäre, grüß dich gut. Für Dratini zum Beispiel. Ja, genau. Mir findet man bestimmt noch irgendwann einmal Drachen-Pokémon. Aber okay, das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Hauptsache, wir haben ein Knacksel. Ist eigentlich der Encounter to go in der Höhle.
So, das heißt, wir haben dann da drinnen ein normaler Encounter ja auch noch, weil das war ja ein statischer Encounter. Ich kann aber, ja, da müsste ich mir jetzt Spreadsheet schon fast aufmachen, damit ich mal sehen kann, was da überhaupt gab. Da müsst ihr mir jetzt schnell kurz ein paar Sekunden entschuldigen, weil das sollte ich vielleicht schon in Erwägung ziehen. So, dann brauche ich da jetzt eine Kopie. Und da brauchen wir auch eine Kopie. Einen kleinen Augenblick bitte. Nein, ich will ja wissen, was wir haben. Ne? Oder was wir kriegen können. Kindwurm war halt auch Wahnsinn. Brutalander zum haben. Aber müssen wir schauen, da gibt es bestimmt noch den einen oder anderen Encounter, den wir uns so brauchentechnisch gönnen können. So, jetzt pass auf. So, da haben wir jetzt Encounter. Wo haben wir jetzt gerade drin in der bizarren Höhle? Let me see. Aktuell ist noch Talk. Gut, die... Wir kann man Glück haben, dass wir Lola Dick da kriegen. Dann gab es noch Zubat und Kleinstein, das sind beides Dupes, das haben wir schon. Ein Kaumerlat haben wir quasi auch schon, weil das zweite Entwicklung weil Knacksel Weiterentwicklung von Kaumerlat ist, also Species Class. Das heißt, wir kriegen mal entweder ein Onyx, ein Sandama, ein Pupanze, ein Zubiris oder ein Flunkkiefer. Das ist eigentlich ziemlich geil. Das ist fein, das nehmen wir so. Das ist bei beiden Höhlen gibt es den gleichen Encounter quasi. Das heißt, wir schalten jetzt so gleich einen Schutz aus. Und schauen wir, was wir für einen Encounter kriegen tatsächlich. Gut, Schutz ist aus. So, Encounter in der bizarren Höhle. Gut, das haben wir schon. Darf man skippen. Wart für Onyx. Ich tatsächlich war für Flunkkiefer. Ich war tatsächlich eher für Flunkkiefer. Oh, Finsterstein. Okay, nice. Ja, das haben wir immer noch. Das haben wir auch schon. Holen uns quasi auch am Arsch vorbei, das Ding. Gut, es kann natürlich jetzt ein wenig dauern, weil Zubat und Kleinstein haben dort die Hauptencounter drin. Die haben die höchste Prozentchance, das kennen. Okay. Du Panzer-Idees. Wir brauchen jetzt dann einen Spitznamen für eine Lehmpuppe, Freunde der Sonne. Karma, Habitäre, grüß dich gut und danke noch für dein Offstream-Follow. Vielen lieben Dank. Wie geht's da? Okay, Pupanze. Unser Encounter in der bizarren Höhle. Chucky.
Der ist stark. Chucky, Mr. Gut zu Fuß? Es gab nur ein Pokémon, wo Chucky noch besser passen hat, und das war Banett. Aber nehmen wir halt so. Bisschen müde, aber soweit gut. Ja, der Powernap wird's regeln, aber schön, dass du da bist und danke nochmal fürs Followen. So, wir brauchen jetzt. Halt, wir haben da draußen auch noch einen Encounter. Freunde der Sonne, wir haben da draußen auch noch einen Encounter. Da schau ich jetzt auch gleich noch, was da gibt. Moment, let me see. Das ist Route 206, wenn mich nicht alles täuscht, right? Mei, du Kasperl, wenn du noch gerade deine Sonderzahlung einmal für was Sinnvolles auffindest. Ha! Enten. Sei merci dir wieder ein Resub im 31. Monat und merci für einen Tier 3 Sub, du Narischer, du. Vielen lieben Dank für 31 Monat. Wie geht's dir? Alles fit bei dir? Powernap Pot geregelt? Ach so, ja, okay. Ja, dann ist man hinterher nach dem Powernap ist man meistens ein bisschen kaputter als wie vorher. Aber das wird sich lohnen. So, jetzt passt auf, Route 206, habe ich gesagt. Boah, wisst ihr, was da der absolut beste Encounter war, den wir jetzt aktuell da kriegen konnten? Das war Scoreglaw, weil wir haben nämlich die Griffklaue gefunden, wenn wir, na, da kann man Scoreglaw machen. Aber da gibt's generell coole Encounter. Da gibt's Mankey, da gibt's Magby. Magby war auch richtig stark. Kamaup war richtig stark, weil das hat in der Regel Dürre. Spoink gab's noch, das sind jetzt nicht so viel. Und Stunky gab es noch, also Skunkapu. Aber ansonsten war der Encounter eigentlich relativ okayisch, sag ich mal. Frag nicht, das ist ein stündliches Auf und Ab mit den Hursten und Medis richten. Ach du Scheiße, hat's die jetzt auch erbräselt oder was? Wir haben heute ein paar Angeschlagene da im Chat. Also gute Besserung auch an dich, mein Lieber. So, dann schauen wir mal, was Route 206 hat. Ah, bitte gib mir Scoreglaw, bitte gib mir Scoreglaw. Es war klar, dass ich die Fackelputzen krieg. Naja, okay. Wir brauchen voraussichtlich gleich einen Spitznamen für ein Psychoschwein. Gut, wir wissen halt aber auch nicht, ob das Ding nicht sogar gebufft wurde, ne? Das wissen wir jetzt nicht. Das ist ein Quick Catch. Spiderschwein. Er ist schon niedlich. Ne? Spoink ist schon niedlich. Brauchen wir nicht reden. Aber die Frage ist, bist du nützlich? Schweinchen dick. Es wird nicht hingehen. Babe. Babe ist. Das war sogar ein Weiberleid, ja. Babe the Pig. Babe das Schwein. Spanky Ham. Der ist auch nicht schlecht. So, Moment, Change Moves. Wir haben jetzt erstmal alle Encounter soweit. Wir brauchen jetzt Stealth Rocks. So, Freunde, da drinnen, in der anderen Bizarrenhöhle, haben wir jetzt gleich wieder einen Bosskampf. Deswegen, Mr. John Siggy, können Sie bitte eine Vorhersage machen, beziehungsweise bis überhaupt am PC, abgesehen davon. Wenn wir Pikachu fangen, dann Lingling. Weil Lingling. Restore herrscht. Gut. Ich glaube, Vorhersage für was nochmal? Für den nächsten Bosskampf, Deathless ja oder nein? Ah, da haben wir noch einen anderen, warte, den klatschen wir auch noch geschwind zum Teufel. Ich sag schon, bei dem renne ich jetzt so lange außen rum, bis ich ihm versehentlich reinrenne. Kurtel, okay? Drawn together Pikachu, Lingling, okay?
Ja gut, falls wir Pikachu fangen, ich versuche mir es zu merken. Ist das auch ein Honigbaum? Da gab es auch noch einen statischen Encounter. Ja, okay, ich meine, warum nicht? Okay, ich habe einen Scheißhaufen gefunden. Perfekt. Okay, wir brauchen jetzt einen Spitzen ab. Was soll die Finalentwicklung soll auf alle Fälle irgendein so ein mottenartiges Viech darstellen, aber keine Ahnung. Wurmi. Oma darf Wish. Boah, leck, wenn das hingeht. Das geht sogar. Oma darf Wish. Perfekt. Gut, jetzt gehen wir schon geschwind heilen. Ich sag schon, spitznamentechnisch sind wir halt gut unterwegs. Holy shit. Schon kurz eine Heilung einzünden. Gut. Ich bin irgendwie nicht ein Fan davon, dass wir mit Jungblut dabei haben. Das ist, ich weiß nicht. So, warte mal, jetzt schauen wir uns erstmal die neuen Teammitglieder an, die potenziellen. Gut, neutrales Wesen, das hat Schwebe, das ist gut. Das heißt, das hat eine Schwäche weniger. Okay, und was hat Spoink? Adamant, ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist ungefähr das größte Scheißwesen, was du für das Viech haben kannst. Plus Attack minus Special Attack. Das müsste halt anders dummer sein. This Pokémon has its own tempo and it prevents it from becoming confused. Ja, perfekt. So. Ich hab schon gewusst, warum ich das Viech nicht haben will. Aber gut, jetzt können wir es halt auch nicht mehr ändern, gell? Ja. Soll die... Ich glaube, also ohne Scheiß, ich glaube, ich nehme sogar 4 Non-Turm mit. Ich sag das, was es ist. Wobei, warte mal, wir haben ja jetzt vom Team her relativ fragil, right? Shelterra hält ein wenig etwas aus, Luna hält ein wenig etwas aus, Gyarados hält nicht viel aus, nein, das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee, was ich da habe. Da haben wir halt mindestens 3 Pokémon jetzt dabei, die wo fragil sind. Wir brauchen ein wenig etwas, was ein wenig mehr... Wir brauchen noch ein wenig etwas, was ein wenig mehr Bulkiness hat. Milotic, aber wir haben halt Gyarados schon mit der... ja gut, nein, das macht jetzt eigentlich auch nicht so wirklich Sinn. Gut, ich glaube, meine ganze Box besteht gefühlt aus Squishy-Pokémon gerade aktuell. Ach komm, das wird schon passen. Ja, mal schön wie Hybrid. Ich zauber seit letzter Woche Mittwoch immer dumm, aber immer mit anderen kleinen Symptomen. Ja, und jetzt holt's die halt quasi ein. Ja, Bummels haben wir auch gefunden. Stimmt, das haben wir noch gar nicht angeschaut. Was hat denn Bummels überhaupt? Bummels haben wir vorher gerade erst gefangen. Das ist ein neutrales Wesen, das passt. Das ist okay. Ganz ehrlich, lieber neutral wie Scheiße. Sage ich dir, wie es ist. So, ich habe die Strategie vorher mit den Screens ganz cool gefunden. Das werden wir, glaube ich, auch jetzt so wiederholen.
So, da radelt man ja mal durch. So, und da ist die eigentliche Bizarre-Höhle. Wie die österreichische Neutralität, lieber neutral als Scheiße. Ja, genau. Und geht genau so. So, die kleine Lise da, ne? Die hat irgendwas in der Höhle verloren und bei der Wifi war jetzt die Angst, sich hier zu verlaufen, sehr begründet, weil die Höhle ist verwinkelt ohne Ende. Also, du kannst die quasi eigentlich verlaufen, aber eigentlich auch wieder nicht. Es schaut nur alles gleich aus, das ist das Problem. So, und damit wir aber durch die Höhle durchkommen, müssen wir erst einmal gegen sie kämpfen. Im Original, also im Originalspiel, kämpfst du gegen die nicht, aber in Renegade Platinum und auch in diesem Spiel ist sie ein Bosskampf. So. Aber jetzt läuft halt die Vorhersage noch. Das ist halt jetzt ein bisschen blöd. Wie lange hast du die Vorhersage eingestellt? Auf 10 Minuten oder was? Da müssen wir noch was anderes tun dabei. Da müssen wir dabei noch schnell was anderes tun. Das heißt, wir leveln jetzt einfach die Pokémon auf, die wo wir frisch gefangen haben. Das war ja, glaube ich, eine Idee, meine ich. Ha? Jetzt pass auf, Wacht. Damit ich nachher nicht wieder die Übersicht verliere, was ich jetzt eigentlich im Teamcode habe. Oh, jetzt 10 Minuten. Okay, passt. Die Zeit, die bringen wir schon um. Da braucht es nicht runter. So, das ist mein Team. Hoppla, ja gut, das geht jetzt logischerweise nicht. Wenn da ich das Ding auflevelt, das wird sowieso völlig unnötig sein, weil, wie gesagt, das Wesen einfach beschissen ist. So, dann haben wir noch Bummels. Wir haben eine Pupanze. Wir haben eine Knacksel. Wir haben ein Porygon. Haben wir sonst noch irgendetwas? Ich glaube, das waren alle Neuer bisher. Ah, und Burmi haben wir noch, genau. Burmi haben wir auch noch. Perfekt. Die Fossilien haben bombastisch gewesen vom Wesen. Und auch von den Fähigkeiten. Ich glaube, 2 Fossilien haben Hidden Ability und die ganzen anderen... Ein Fossil, meine ich, ist neutral und die anderen haben passende Wesen tatsächlich. Also die 7 Fossilien, die ich erweckt habe, die waren zauberhaft. Also die waren allesamt zauberhaft. So, dann levelt man mal auf Level Cap, weil die werden wir faktisch, glaube ich, nicht benutzen. Extra Sensory, ja gut, das nehmen wir da halt jetzt ausnahmsweise. Du lernst physische Attacken? Ah, okay, maybe bist du vielleicht doch nicht beschissen, aber... Pantifrost, ja, das habe ich quasi off-stream, also quasi eigentlich so per Zufall gesehen. Ich habe es aufgelevelt im Team und dann bin ich über einen Eisstein drüber gekommen und dann ist da dort gestanden kompatibel und dann habe ich es in der Pantifrost quasi entwickeln können. Power Gem, okay. Erholung. Schnarcher. Schlafrede. Okay, es entwickelt sich. Achtung, Lags incoming. Massive Lags incoming. Aus Boink wird Groink. Gut. Oh, Slackhop ist geil. Spanky Ham. Gut, Bummels entwickelt sich dann auch einmal weiter.
Lädt mich am Arsch, war das gerade langsam. Ja, bei den Entwicklungen leckt es bei On-Stream tatsächlich ab und zu mir recht gern. Off-Stream weiß ich gar nichts. Das liegt wahrscheinlich an den ganzen Partikeln da, die wo umeinander fliegen. Und ich hab ja von dem Ding halt die Auflösung entsprechend aufgeschraubt, damit es noch besser ausschaut. Jetzt kann es sein, dass der OBS ein bisschen sagt, hey, finde ich gerade nicht so cool, was du da machst. Aber solange es nur bei den Entwicklungen ist, die sie ja später sowieso irgendwie relativieren, weil wir dann alles entwickelt haben, dann geht's ja eigentlich. So, Cosmic Power. The user absorbs a missile power from space and raises its defense and special defense stats. Das ist gut. Das nehmen wir. Erdkräfte, holy shit, was? Erdkräfte ist halt brutal. Schaut nur für Millimeter King aus wie Homer Simpson. Ich darf jetzt. Oh, das entwickelt sich auch schon. Was? Ich darf jetzt nicht mit Homer Simpson in Verbindung bringen. Okay, Lepomentas ist so fett, dass die Entwicklung richtig leckt. Ja, ist doch schon gut. Ja, also Lepomentas ist groß für den Stream. Leck mich fett, ja. Hyperstrahl, nein, das kostet schenken. Nein, ich mag ihn nicht. Ja, ich mag ihn aufgeben. Ja, perfekt. Heilige Scheiße. So, da entwickelt sich jetzt maximal nur noch ein Pokémon. Drachenklaue, okay, das nehmen wir natürlich gern. Leckpumentas, ja genau, das war der perfekte Name gewesen jetzt für das Ding. Gut, das kann sich eh nicht entwickeln, solange wir nicht ein Item haben dafür. Jetzt wirst du dann theoretisch auch noch Genesung lernen. So, da geben wir jetzt mal 1, weil sich das noch 2 mehr entwickelt insgesamt. Einmal jetzt und dann nochmal. Da die geht jetzt komischerweise erstaunlich clean, die Entwicklung. Ach, du bist schon in der Finalentwicklung. Okay. Hä, entwickelt sich das nicht noch in ein Ding? Oh, Quiver Dance. Okay, das Viech hat, glaube ich, ziemlich Potenzial, dass es richtig stark wird. Also bloß kann man wachsen, wenn wir bei einer Relax-Entwicklung stehen wir nur bis Freitag da. Das entwickelt sich dann offstream. Ach, wenn es weiblich ist, okay. Du bist Käferflug in dem Hack, okay. Dann brauche ich Konfusion aber eigentlich nicht. Okay, Käfergebrumm, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, theoretisch Moterpel kann der richtig starker Encounter sein, wenn's Falterreigen hat. Es hat Potenzial, gegnerische Teams zu sweepen. Moterpel ist bei die Burma Dame bei die... Ah, ja, das macht Sinn. Gut.
Halt. Gut, da machen wir einen Bosskampf. Punkte habt ihr hoffentlich alle gesetzt. Dann schauen wir. Kalt habe ich, oder? Ja, schaut gut aus. So, das ist Mira. Bleib weg von Mira. Ja gut, du möchtest so kämpfen, nicht ich. So, sie waren mit einem Togetic an. Okay, ich weiß, dass Togetic eigentlich nur speziell angreift. Deswegen machen wir Lichtschild. Denken wir schon. Dann machen wir noch einen Reflektor. Und dann haben wir wieder 8 Runden, beziehungsweise jetzt noch 7 Runden. Relativ viel Ruhe. So, jetzt haben wir verwirrt. Das müsste man eigentlich mit X-Bart, beziehungsweise halt auch mit Frostborn ganz gut regeln können, right? Aber ich glaube, dass wir mit X-Bart doch fast ein bisschen besser dran waren, ja. So, der Zitrusbeere. So, Kreuz. Giftstreich, meine heißt das auf Deutsch. One-Shot, der einmal instant Togetic weg. Oh. Das Ding hat garantiert irgendeine Elektroattack. Bin ich mir eigentlich sicher. Oh shit, ich glaube, ich habe nichts für das Porygon. Das kann halt, das Problem ist, es kann sowohl als auch kommen. Das kann eine Elektroattack kommen, es kann aber auch eine Eisattack kommen. Das ist jetzt gerade so ein bisschen der Struggle, den ich da gerade habe. Ich glaube aber, standardmäßig haben die eher Elektroattack. Ich glaube jetzt nicht. Also im Competitive war es eher so, dass du Porygon 2 mit Eisstrahl spielst. Ich glaube aber eher, dass das Ding Laudestrahl kann. Müssen wir herausfinden. Schau, spiel mir. Ah, und er kriegt sogar einen Boost, das ist schlecht. Aber boosten kann ich mir ja auch. Und ich mach mehr Schaden. Und ich krieg auch einen Boost. Ha, Bitch. Oh, try it. Oh, please. Nicht. Oh, das macht aber viel Schaden. Das Ding ist, ich werde halt jetzt nicht killen. Ja, obwohl das schon viel Schaden ist. Warte mal, wie viel? Das hat 50 Stärke. Weil wir habe ich die. Das hat 50 Stärke. Und hat knapp ein Drittel KP Schaden gemacht. Discharge hat 80 Stärke. Und ich bin auf +1. Und es ist Stab. Und ich habe einen Magnet. Das muss killen. Oh, nice. Perfekt. Huge Threat gone. Oh, bitte sag mal, dass du nicht Shadow Attack hast. Wenn du Shadow Attack hast, haben wir jetzt ein richtiges Problem. Oh Gott, das hat nicht Shadow Attack. Puh. Fluch, okay, das ist fein. Zieht sie 50% von den KP selber ab. Ich krieg auch guten Schaden jetzt. Aber du kannst mir jetzt eigentlich nichts
da, right? Ich bin ein reines Unlicht-Pokémon. So, das Geister trifft mich nicht, Gift trifft mich nicht stark. Oder Rest trifft mich halt neutral. Psycho trifft mich nicht. Fee trifft mich. Fee darf mich stark treffen. Oh, aber kann das ein Feenattacke? Das ist ein Gift-Typing. Also ich weiß, dass Gengar theoretisch Dazzling Gleam, also Zauberschein lernen kann, aber ich glaube... Ganz einfach, ich snall die jetzt einfach weg, weil normal kannst du mich normal nicht one-shotten. Ich hab so viel Bulk. Oh, Double Team, okay. Gut, Snarl trifft halt immer. Easy. Gut, jetzt trifft mich der Fluch noch einmal. So, da haben wir jetzt Kadabra, das ist ja Ass. Und bei Kadabra bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass er Feenattack kann. Ich darf jetzt gern drin bleiben, weil ich noch mal heilen will, aber ich weiß, dass Kadabra definitiv irgendeine Psychoattack hat, irgendeine Feenattack hat, wahrscheinlich irgendwie Hypnose oder so einen Scheiß nur beherrscht. Ich darf jetzt an und für sich gerne in Frostborn gehen. Aber was, wenn er noch Fokusstoß oder sowas hat? Dann ist Frostborn halt dead. Das andere ist halt... Ich meine, er wird jetzt mit Sicherheit für irgendeinen Feenangriff gehen. Das ist sowieso klar. Das heißt, ich kann theoretisch in X-Bart gehen, aber wenn kein Feenangriff... Es kommt definitiv kein Psychoangriff. Das macht keinen Sinn. Weil ich bin mit einem Unlichttypen drin und Psycho wird von uns komplett resistiert. Also, dass ein Psychoangriff kommt, das ist äußerst unwahrscheinlich. Das heißt, ich kann erst in X-Bart gehen, den Feenangriff tanken und dann kommt safe ein Psychoangriff. Aber dann gewinne ich eigentlich nichts. Weil lieber, ganz ehrlich, lieber wie ich von einem Feenangriff getroffen, der wo nicht Stab ist, als wie wenn mir ein Psychoangriff trifft, der wo Stab ist. Jetzt ist halt die Frage. Ich glaube, der Play ist, in Bowser zum gehen. Weil der bulkier ist, der holt mehr aus. Und macht potenziell mehr Damage-Potenzial. Anderes Ding ist halt natürlich, wenn das Kadabra Eisstrahl kann, was natürlich auch eine Möglichkeit war, rein theoretisch, dann tut's halt weh. Dann ist wahrscheinlich Chelterra tot, aber der kann nicht so viel Coverage schon. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass man mit Chelterra, glaube ich, am safesten haben. Und Dazzling Gleam, oder? Ja, das war klar. Oh, das macht aber doch ganz schön guten Schaden. Jetzt ist halt die Frage, denkt man mir, der hat eine Psychokinese. Psychokinese hat der noch nicht. Der hat Psystrahl, maybe. Also wenn, dann hat er Psystrahl. Und den tankt man normal weg. Oh, der hat sogar Strauchler, okay. Nice. Ja, das ist das. Kadabra macht viel Schaden, genauso wie Simsala, aber es ist halt eine Glaskanone. Wenn du getroffen wirst, ist halt Kadabra down, ne? Aber okay, Deathless Mira, das ist ja was. Ihr könnt die Vorhersage auflösen. Bitte, dankeschön. So, die tut jetzt mit uns zusammen und erkundet mit uns gemeinsam diese Höhle. So, dann hab ich die, grüß dich gut. Alles fit bei dir. GZ an alle, die für Deathless gestimmt haben. Nein, ich bin nicht liefing, ich möchte umgehen.
XP, okay, das ist zum Verkauf. Muss wer machen, weil er erstens Handy und zweitens mitgespielt. Ja, kein Stress. Selbst wenn, also wenn du mitgespielt hast, kannst du das quasi gar nicht machen, oder wie? Moment einmal. Lalalala. Ah, ist aufgelöst. Perfekt. Okay, easy. Gut, schauen wir mal da rauf. Also Dwifey hätte jetzt wahrscheinlich höchste Angst in dieser Höhle. Weil, wie gesagt, es schaut nicht alles gleich aus, aber du kannst die eigentlich auch nicht verlaufen. So. Ich glaube, am Price sein Glück ist jetzt auf mich übergesprungen. Ja, sei doch Frau. Ich weiß gar nicht, ob der Price mitmacht hat. Ich hab's gar nicht gesehen. Ehrlich zum Sagen. So, as always, wir machen die Wanderer, also wir machen die Doppelkämpfe einzeln. Wenn ein Mod mitmacht bei der Vorhersage, kann er das Ergebnis nicht mehr aussuchen. Das heißt quasi, Sigi, du hast jetzt quasi gar nicht mitmachen können, oder wie sage ich das? Weil falls das so ist, dann werde ich die Vorhersagen in Zukunft selber machen, weil dann könnt ihr Mods natürlich auch teilnehmen. Das soll natürlich schon so sein, dass ihr da mit teilnehmen könnt. Mogelbaum. Oh oh. Oh, Gott sei Dank. Hätte schon mitmachen können, aber ich hab's aber bleiben lassen. Warum? Da braucht sich keiner zurückhalten bei sowas, um Gottes Willen. Also hier der Befehl an meine Mods, ihr macht's gefälligst mit bei den Vorhersagen. Das sind ja auch eigene Punkte. Man sitzt ja auch alle heiligen Zeiten da. Nein, Price sein Glück für die letzten Pokémon-Projekte, weil seit der Price gewonnen hat, verliere ich nur noch bei den Vorhersagen. Ja, sagst du es da, das ist das Blatt dreht und wendet sich im Pokémon Nuzlocke, ne? Mal gewinnt der andere und dann gewinnt man wieder mal selber. Weil ich meine Punkte sparen möchte. Aha, du möchtest mir quasi sagen, ich bin so ein durchschnittlich schlechter Pokémon-Spieler, dass ich ständig Punkte verliere. Scheiße, jetzt muss ich auch noch im Stream machen. Ja. Ja. Ich weiß, wie ich meine Mods binden kann. Na, Spaß. Na, aber wie gesagt, wenn es Ding ist, dann braucht es nicht zurückhalten. Wenn sie ja sagt, ihr möchtet da mitmachen, dann braucht es mir das gerade sagen. Das ist für mich auch kein Thema nicht. Ich mache das auch gern, die Vorhersagen, die kann ich selber auch starten. Das ist jetzt überhaupt kein Stress nicht. Eher weil ich kein guter Zocker bin. Ja gut, das hast jetzt du gesagt. Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Ja, oder so. Wenn es so sagen möchtest. So, wenn alles nach Plan läuft, haben wir halt noch mindestens einen Bosskampf. Der kommt dann nachher da drunter. Und dann haben wir tatsächlich vor der Stadt noch mal einen. Aber ob wir den vor der Stadt noch halt schaffen, das weiß ich nicht. Und ich will meinen Sound fix. Ja, du bist Opfer der Inflation geworden. Du bist tatsächlich Opfer der Inflation geworden, Mr. John Siege. Wie viele Punkte hast du denn jetzt, wenn ich fragen darf? Gut. Wann Community-Ausflug nach Vegas? Das können wir dann machen, wenn ich einen Euro-Jackpot gewonnen habe. In entsprechend großer Höhe. Also nie. Knapp 62.000. Ich glaube, der Sound ist jetzt bei 75, right? Dann hast du es eh schon fast. Ein paar Streams noch. Beim YBO am Sonntag. Was? Also jetzt bei ihm spinnst halt. Na. Nicht bei jedem Kampf. Da darf man nächstes Jahr Weihnachten da hocken bei der Nuzlocke. Na, bei jedem Bosskampf. Aber
Es ist quasi darum gegangen, dass ihr Mods bei den Umfragen oder bei den Vorhersagen, wenn wir eine machen, natürlich jederzeit mitmachen dürft. Das müsst ihr mir das nur sagen, weil dann mache ich die, dann quasi statt ich die Vorhersage, dann könnt ihr Mods jederzeit daran teilnehmen. So habe ich gemacht. Gut zu Fuß ist bei 77.000. So, dann geht's nach New Vegas. Achso, weil du das streamst, ne? Jetzt verstehe ich den Witz auch. Das hat jetzt ein bisschen dauert. Aber gut zu Fuß, du hast ja meine Kanalpunkte eigentlich eh schon durchgespielt. Ich meine, du bist in der Hall of Fame, du hast einen Sound. Mal, what else? 71.000. Ja, ich hab schon da gibt's zusammengetragen da. Man muss ja da immer bedenken, nicht das, was ihr jetzt aktuell habt, sondern wie viel ihr schon ausgegeben habt. Billinger ist bei 91.000, das ist auch eine ganze Menge. Aber ich glaube, ich weiß auch, was der Billinger aus ist. Ich glaube, der Billinger ist auf Hall of Fame aus. Hab ich so im Urin. Du hast Hall of Fame, einen Sound und bist trotzdem bei 77.000. Was ist mit dir? Ja, der ist fleißig da. Schulterfirsch bei. Viel Spaß. Da sparst du noch Zeit. Wo habe ich das jetzt aufgeschafft? Auf 2 Millionen, glaube ich. Ja, wir gehen da durch wie Butter, da gibt es ja gar nichts. So, Frostborn ist auch auf Level 33. Das nehmen wir natürlich gern. Und Sabt fleißig der Goldesel? Ja, ja. Also ich hab mir mal sagen lassen, für Tier 3 Satz gibt es doppelte Punkte. Oder dreifache Punkte, glaube ich sogar. Hashtag Sellout. Please don't. Es klang nicht, wenn es einen narischen... Oh, da ist ein Endton. Nein, ja doch, da ist ein Endton. Es klang nicht, wenn es einen narischen gibt, der wo das tut. Hashtag Gold zu Fuß. Ich schwer überlegen wegen am Wunschspiel. Da haben wir tatsächlich, muss ich wirklich sagen, ein Wunschspiel haben wir. Wer war denn da der Letzte? Ich glaube, der YBO mit Devil May Cry. Ja, doch, muss der YBO gewesen sein mit Devil May Cry tatsächlich. Ja, natürlich hast du Poison Point, das ist ja klar. Lang nicht mehr gehabt. Ich glaube, jetzt pass auf, Wifi, bei dir du hast einmal Plugtail gewünscht, aber ich glaube, das war's, oder? Du hast, glaube ich, bisher nur einen Spielerwunsch geäußert. Der Sai hat eins gemacht mit Ghost Exile, der YBO mit Devil May Cry. Und ich glaube, das war's. Können wir nochmal einen Finsterstein? Okay. Okay. Stimmt, Fichte, ja doch, stimmt. Fichteli, die hat das, ich weiß nicht mehr, das komische Spiel, wo du alle 2 Meter verreckt bist. Das weiß ich den Namen nicht mehr. Stimmt, und der Billinger, ja richtig, stimmt, Spider-Man, das war ursprünglich ein Spiele-Request. Das haben wir ja dann voll ins Programm genommen. Genau, stimmt. Stimmt. Ja doch, waren doch einige Spielerwünsche bisher, tatsächlich. Habe ich jetzt so gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Bin ich ehrlich. Bei Spider-Man gab es halt auch nur 3 Teile, die wir spielen konnten. So, also... Ja, die Spiele gehen uns, glaube ich, so schnell nicht aus die nächsten 2-3 Jahre. Ich hab wenig Channel Points, nur weil ich meistens zu spät komme. Also macht doch nichts. Aber immerhin, du sammelst immerhin welche. So kannst du es auch sagen. Wie gesagt, ich mach ja jetzt auch nicht davon abhängig,
von den Leuten her, wer wie viele Channel Points hat, um Gottes Willen. Also nur weil jetzt einer halt 200.000 Channel Points hat, mag ich den jetzt auch nicht mehr als wie einer, der wo in Anführungszeichen gerade 20.000 hat. Also natürlich, wenn ich halt sage, es hat halt einer 200.000 Kanalpunkte investiert, dann das registriere ich schon, weil da sage ich halt, der ist wirklich frei da, weil 200.000 Punkte, das kriegst du nicht einmal einfach mal so einmal im Monat zuschauen, blöd gesagt. Aber, wie gesagt, ich bin da froh um jeden im Endeffekt. So. Das ist aber weil dasselbe Leier ist, kennt's mir. Das habe ich schon so oft gesagt. Ich bin einfach dankbar für jeden, der wo da ist. Ganz einfach. Es ist wurscht, ob der jetzt einmal im Monat oder dreimal in der Woche oder was weiß ich was, wie oft da sitzt. Hauptsache da. Ne? Wie oft ist immer irrelevant. Achso, da eine hat Illumisi und der andere hat Volbeat, okay. Ja, Gyarados zerfetzt die ganze Hülle. Gnadenlos. Eine Poképuppe, okay. Okay, da geht's jetzt nicht eine. Ist da noch rechts gegangen? Moment, bin mir gerade nicht sicher. Nein, okay, da geht's da unten weiter. Okay, immer mal die Steinchen da anschmatzen, weil da ist oft mal was drin. Wo ich jetzt letztens auch überlegt habe, tatsächlich, ob ich es mal spiele, weil ich dadurch, oder weil ich von dem Spiel oder von der Spielerei mittlerweile auch noch sehr viel Positives gehört habe. Und wo ich so ein bisschen einen Plugtail-Vibe hat, ist Senua. Ich hab beim Dampfe ein paar Minuten zugeschaut, weil ich mich noch nicht spoilern wollte, weil ich mir nicht sicher bin, ob man es kauft. Aber Senua, glaube ich glaube, das kann gut sein. Aber da weiß ich halt auch nicht, wann wir das spielen sollen. Wobei ich glaube, wobei ich weiß von anderen, dass die Spiele wohl nicht so lang haben. Steinflüsterer Basi, ja. Das muss da erst einmal Kinder mit einem Store reden. Und dann ein Item kriegen dabei. Ne? Das kann längst nicht jeder von sich behaupten. 1 und 2, beides im Game Pass, easy. Ja, es war halt wirklich zum Überlegen. Hellblade ist eher Story-Souls-like. Ja gut, das darf ja passen. Ich mag Story-Spiele und ich mag Souls-Spiele. Also das darf ja tatsächlich in das heurige Jahr passen, ne? Was sehr Souls-lastig ist. Generell, ich will... Jetzt spielen wir aktuell Bloodborne. Nach Bloodborne kommt Elden Ring. Nach Elden Ring werden wir die Dark Souls 4 Mod mal austesten. Dann noch irgendwann, Ende des Jahres, möchte ich einen Elden Ring Platin Run machen. Ich möchte Sekiro noch zocken. Es kommt Black Myth Wukong noch raus, was auch brutal geil Souls-like werden wird in der chinesischen Mythologie. Ja. Irgendwie hätte ich mir das mit der Selbstständigkeit vom Streamen doch ein bisschen anders davor gestellt. Oh, der hat Robustheit, okay. Ah, das ist böse ins Auge gekommen. Gut, das war aber jetzt auch sehr leichtsinnig, was ich da hab, gell? Das muss man vielleicht fairerweise auch dazu sagen. Mit ein bisschen Rätseln? Ja, Rätseln der wir doch alle ein bisschen gern, oder? Wenn ich da gerade so an eine Frau Semkroweif denke, die wo auch gerne mal miträtselt. Also ich glaube, Senua war glaube ich, was das für uns passen. Also nicht nur für mich, sondern auch für euch. Aber das Ding ist halt, wann? Wann soll ich das machen? Dieser Freizeitstress, ja. Genau.
Und gut zu Fuß habe ich die. Wenn du nicht ganz so dumm anstellst wie ich, ist auf 6 bis 8 Stunden durch als erste. Ja, das war überschaubar. Das waren, sagen wir mal, gute 3 Streams, sagen wir mal. Das war eigentlich überschaubar. Wir werden mal schauen, das zwickt man vielleicht noch irgendwann ein. Vielleicht noch der Nuzlocke. Wie gesagt, es ist halt jetzt schwer davon abhängig, wie die anderen Titel jetzt laufen. Wie gesagt, wenn jetzt im Juni, also in 3 Wochen, kommt das DLC von Elden Ring, das wird ein Marathonprojekt werden, das heißt, das ziehen wir am Stück durch. Da wird es einmal 2-3 Wochen nichts anderes nicht geben wie Elden Ring. Und dann müssen wir halt einmal schauen. Ja, hast jetzt du dein... Achso, du hast jetzt dein Item gefunden und jetzt soll ich dich wieder zurückbegleiten. Ja, okay. Und das zweite auf 5 bis 7 Stunden. Ja, okay, das waren wirklich Titel, die du dann mal so im Vorbeigehen einzwicken kannst. Ist jetzt nicht so lang. Wie gesagt, ich weiß halt nur so ein wenig aus dem Hören sagen, die sollen halt verdammt gut sein. Haben wir da drin alles gefunden, ist die Frage. Da waren wir, glaube ich, ein Hint, oder? Ja, da waren wir ein Hint. Okay, passt. Gut. Haben wir da ein Hint? Ja. Dann glaube ich, haben wir da alles. So. Da ist der Ausgang. Ich möchte unbedingt stärker werden und nicht immer so Angst hast. Ich habe ein großartiges Geschenk für die, für deine ganze Hilfe. Die M85. Was ist das? Zauberschein, okay. Hat sich rentiert. Deswegen zocke ich zurzeit so Games wie Vanishing of Ethan Carter etc. eine, weil ich momentan Bock auf kurze unter 5 Stunden Games habe. Ja, das Shotdown macht mir überhaupt nicht. Also gerade wenn du so große Spiele hast, wie jetzt zum Beispiel, ja, wie jetzt die Nuzlocke, die wo halt doch ein paar Streams in Anspruch nimmt, oder halt auch Bloodborne, das auch ein bisschen länger ist. Also Bloodborne ist, glaube ich, eher so von der Länge her so ein Average Bay. Ne? Das ist jetzt nicht übertrieben lang, aber auch nicht extrem kurz. Das liegt irgendwo so in der Mitte drin. Aber ab und zu war es nicht schlecht, wenn wir ein Spiel haben, das wo ein bisschen kürzer ist tatsächlich. Aber da darf eben Senua, glaube ich, ganz gut reinpassen deswegen. Hast du nicht einen Encounter in der Höhle? Den habe ich schon. Bupanze. Bupanze war aus der bizarren Höhle. So, ich weiß, dass wir da im Poké Center jemandem Dazzling Gleam beibringen sollen. Jetzt haben wir ja die DM dazu. Okay. Someone, somewhere saw that you made somebody's wish come true. Okay, ich hab gerade einen Ruf von Shirachi gehört. Okay. Freunde der Sonne. Okay, da in der Stadt leckt es jetzt aus welchem Grund auch immer auch gerade ein bisschen. Wir laufen gerade in Zeitlupentempo. Sollte gleich vorbei sein. Passt. Wir werden jetzt da gleich rechts in der Route wieder einen Boss-Trainer haben. Das heißt, da werde ich jetzt schon mal eine Vorhersage stellen, dass meine Mods auch daran teilnehmen können. Ja? Und zwar ist das der Bosskampf gegen Dawn. Da machen wir jetzt ja, 10 Minuten, weil ein paar Trainerkämpfe haben wir noch. Gut.
Gut, könnt schon mit Punkte investieren. Die läuft jetzt 10 Minuten. Und dann schauen wir mal. Gut, den statischen Encounter da, den haben wir. So, das schaut wieder aus, wie wenn... Der haben wir mal X-Bart 4 tatsächlich. So, Doppelkämpfe, wenn möglich, immer vermeiden. Boy. Punkte müssen raus. Ja, vielleicht gehen noch mal wieder einer. Trapinch. Oh, das hat resistiert, ja klar. Das macht uns nicht so viel. Können wir uns ein bisschen regenerieren. Moment. Ja. Bin immer noch offen für Spenden. Naja. Sigi, du wirst an dein Ziel gelangen. Trust me. Oder X-Battle war einfach ein Monster, gell? Dann wollen wir jetzt mal gnadenlos wegzwirbeln. Okay, mal Kusilla. Das Ding ist, by the way, teils Eis, glaube ich. Aber auch Psycho, und du bist ein Baby-Pokémon, das heißt, du hast keine Stats. Gut, Gekabor ist easy. Gut, da hätte ich vielleicht jetzt Blutsauger machen können, weil dann hätte er mich wieder regeneriert, aber okay. Snowball, du bist teils Fee. Normalerweise. Das heißt, Cross-Poison müsste sehr effektiv sein. Sag ich doch. Alter, trotz Intimidate one-shot man mir Pokémon. Sag mal, das macht so viel aus, wenn du voll entwickelte Pokémon hast. Gut, wir haben ein Expert-Belt, das sollte man vielleicht da dazu sagen. Da haben wir einen Wanderer. Das macht mir jetzt ein bisschen nicht mit X-Bart, weil da kriegen wir ein Problem. Da haben wir Georock, ja, das hätte man mir theoretisch auch, aber wie gesagt. The Georock is not so das Yellow from the egg. Also ich will es ja nicht jinxen, aber bisher läuft der heutige Run relativ entspannt. Also, ne? Wie gesagt, wir haben ja noch mindestens einen, eventuell sogar noch 2 Bosskämpfe vor uns. Wie gesagt, da kann noch einiges passieren. Wir sind noch nicht aus dem Wald raus. Also, aber ich bin auch nicht besser, wenn es halt zauberhaft läuft. Ne? Was hat er ein bisschen, dass der so schnell rennt?
Wozu Georg, wenn man Geowatts haben kann? Ja, das ist eine berechtigte Frage, Mr. John Siege, die ich dir aber jetzt leider auf Anhieb auch nicht beantworten kann. Gut, Lombrero ist jetzt halt für uns... Ja, können wir nicht fein ausrichten gegen die mit Ding, aber... Sollte mit X-Bart dann eigentlich fein sein. Fuck you! Warum oder Wanderer Lombrero ist die Frage. Es ist kein Wanderer, halt das. Skorgler. Das ist doof. Weil der kann sowohl Steinangriffe als auch Bodenangriffe. Okay, halten wir mal fest, du bist 8 Level unter mir und du bist nicht entwickelt. Das heißt, du sollst mir eigentlich nicht one-shotten können. Oh. Okay, easy. Hotzeit Gesteinbohnen ist einer der wahrscheinlich dümmsten Typen-Kombis überhaupt. Gut, zweitdümmste noch Normalflug, ja. Das stimmt. Gesteinbohnen ist ein sehr undankbares Typing. So, und Flattermann wieder aufpäppeln. Oh, da ist ein Kampftrainer. Den können wir natürlich... Warum? Also, Freunde der Sonne, ihr dürft mir da jederzeit daran erinnern, wenn ich selber nicht gespannt. Ja, ich bin es nicht gewohnt, dass man die Funktion jederzeit nutzen kann. Wir gehen mal sauber zu wenig mit Pokémon spazieren. Ne? Flügelmauser gefreut sich auch, wenn er außer darf. Hallo? Rabauz. Gut, easy. Oh, du bist teils Psycho. Und du triffst mich... nein, du triffst mich nicht vierfach, aber du bist teils Psycho und teils Kampf. Gut, du bist jetzt du, Luna, tatsächlich auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ohr. Hydreides. Psychoklinge, das hätte schon wieder sauber wieder jetzt. Hariyama, okay, du hast keinen physisch defensiven Bulk, nicht? Das heißt, Bounce, sollte es treffen, wird One-Schaden. Hoffentlich. Okay, jetzt hab ich Schiss. Er hat jetzt plus 6 Angriff. Das ist nochmal gut ausgegangen. Das hätte böse enden können jetzt. Ha! So wäre es im Original gewusst. Ich fühle mich irgendwie auch nicht wohl ohne Feuer-Pokémon. Ich glaube, ohne Scheiß. Da jetzt Julu schon wieder super passen, weil es teils Kampf ist. Ich weiß auch nicht. Ah ja. Das ist sowas von in der Zeitung gestanden, dass ich jetzt eine Paralyse fange.
Oh Gott, du kannst Rust. Okay, ich muss jetzt zweimal Full Para dodgen, damit ich das Ding kaputt mache, oder was? So, ich werde mir auf der Couch weiter lurken. Cartman, merci dir, viel Spaß auf der Couch und viel Spaß beim Fernsehschauen und merci für den Lurk an der Stelle. Wow, 4 Angriffe und 3 Full Paras. Kann ich bitte noch mehr Full Para dodgen, damit das Ding weg ist? Please? Maybe? Herzlichen Dank. Mistviech. Oh Gott, der hat 2 von denen. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt blöd. Wehe, ich gnade dir Gott. Oh mein Gott, hat der jetzt mal Full Para oder was? Hey, was hat denn das Ding für ein Typing? Ist das Teil Pflanze oder was? Ist das Ding teils Pflanze? Ha. Was sagst du jetzt, hä? Alter, das Viech ist brandgefährlich. Hä, aber was hat denn das für ein Typing in dem Hack? Wasserattacken haben nicht sehr effektiv. Flugattacken haben aber gleichzeitig nicht sehr effektiv. Das heißt, es ist schon mal kein Pflanzentyp. What? Du Miesel verfolgt jetzt Bart im Traum, ja wahrscheinlich. Drache, maybe? Das war ein bisschen zu... Ja, okay, Moment mal, das findet man jetzt aus, ob das ein Drache ist. Da müsste aber jetzt Eiszahn effektiv sein. Alter, was, du Miesel, ist in dem Hacker Drachen-Pokémon? Okay, jetzt habe ich Paranoia. Moment. Ist das dein Ernst? Ah, sehe ich jetzt doch nicht, ich müsste die besitzen. Aber so wie das ausschaut, ist du Miesel in dem Heck tatsächlich ein Drachen-Pokémon. Oh, Metallmantel, okay. Gut, der Bosskampf ist da hinten, bevor wir in die Höhle eingehen. Das heißt, ich gehe jetzt heilen. Wir noch mehr Feuer-Pokémon mitnehmen. Eventuell. Kriminell. Das ist schon geil, wie das X-Bad noch hochflattert. Wo haben wir den Jungblut?
Da ist. Gut. Gefällt mir auf alle Fälle schon mal ein wenig besser jetzt da. Jetzt haben wir zwar ein Pokémon dabei, das was nicht entwickelt ist, aber das sollte fein sein. Ja. Das Gute ist, wir haben mit Jungblut Scanner, das heißt, wir können scouten, was der erste Angriff vom Gegner sein wird. So, dir gebe ich auf alle Fälle Never Melt Eis, das verstärkt Eisattacken. Die Wise Glasses, die bringen mir jetzt aktuell nichts, weil ich kein Pokémon habe, das was speziell angreift, right? Stimmt, mir fällt es jetzt erst erschreckenderweise auf, ich habe kein Pokémon aktuell dabei, was speziell angreift, aber das muss auch ja werden. Gut. Machen wir den Boss noch. Gut. Schon passen. Ah, ist das auch noch ein Trainer da jetzt, oder was? Serious? Bist du ein Trainer? Du bist der Psychomann, oder? Ah, du bist kein Trainer, okay. Okay. Da ist Boss-Trainer Dawn. Servus Bazi, wie geht's dir denn mit dem Pokédex? Ich bin irgendwo zwischen fantastisch und hoffnungslos. Aber vergesst mir das einmal, meine Pokémon sind fantastisch drauf. Um es genau zu sagen, möchte ich die mal auf Probe stellen. Mach die bereit. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, sie hat Keifel. Oh. Du hast tendenziell Bodenattacken, right? Bodycheck. Und du hast wahrscheinlich auch einen Fokusgurt. Die Frage ist nicht mehr ein Bodycheck, normalerweise ja. Es ist nicht Step. Du bist Gestein Eis. Okay, nice. Gut, selbst wenn du jetzt mit Eis-Shot kommst, killst du mich nicht. Okay. Oh, Pokémon down. Low Punny. Du bist auf alle Fälle teils Kampf und du kannst High Jump Kick. Ah, das heißt, ich soll halt versuchen, deinen Angriffswert runterzubringen, auf jeden Fall. Oh, dem Attack-Stat kann man nicht lowern, aber das ist fein, den nehmen wir wie ein Gott. Kommt noch mehr High Jump Kick. Den wir theoretisch noch mit tanken, außer er crittet. Wenn er mit crittet, ist Gyarados weg. Aber alles andere frisst viel Schaden. Ich kann theoretisch noch in Batman raus. Sie hat Panpyro als Starter, right? Panpyro ist tatsächlich für uns scheiße, weil... Fuck, wir haben eigentlich nichts gegen ihren Starter so wirklich. Außer X-Bard maybe. X-Bard und Luna. Ja, Luna eigentlich auch nicht. Doch, Luna eigentlich auch, teilweise.
Das ist jetzt die Frage. Hast du nicht Shellast-Nummer? Nein, ich hab Plimfog-Nummer. Plimfog hab ich Nummer, also hat der Barry Shellast und sie hat Pampyro. Ja, ich muss eigentlich drin bleiben, weil alles andere nimmt mir Tempo. Sie hat 4 Pokémon insgesamt und Lopunny, wenn raus ist, ist eigentlich schon fake gewonnen. Ich muss halt jetzt einen Crit dodgen. Wenn ein Crit nicht dodge, ist Gyarados wahrscheinlich tot. Okay, easy. So, das eine ist Pampyro und das andere ist wahrscheinlich Pixie. Oh Gott. Das Ding hat mir in Renegade Platinum fast gewiped. Aber ich hätte jetzt theoretisch X-Bart dabei, wo so ein Giftangriff kam. Gut, Feenattacken resistiere ich. Ja, muss ja eigentlich so mal. Lebt Plimfer noch? Ja, ja, das ist auf der Box. Es hat Lefties, okay. Das resistieren wir auch gut. Oh, das ist jetzt Special Defense. Ah, Special Attack, okay, das ist mir egal. Nice. Guter Damage. Oh Gott, das ist so cute schon. Und T-Wave. Oh, leck, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig. Lefties, Donnerwelle und Cute Charm plus Moonlight wahrscheinlich, oder? Ja, perfekt. Oh, Gott sei Dank. Wow, leck, Alter. Glück gehabt. Da wenn wir nicht durchkommen, wird's gefährlich. Okay, Monferno. Was willst du machen? Du kannst Kampfattacken, du kannst Feuerattacken. Gut, also Frostborn ist definitiv keine Option. Der wird gewone-shottet. Also zumindest für Kampfattacken. Hydra ist raus, weil der ist fast hier. Das Einzige, was mir jetzt eigentlich noch zum kurz einswitchen bleibt, ist Luna. Tatsächlich ist Luna eigentlich der beste Switcher, den jetzt machen kann, auch wenn er Kampfattacken hat. Aber wir haben so bulky und wir haben 4 Level überhalb, wir sollten da eigentlich ganz gut tanken können. Und wir müssen halt irgendwie schauen, dass wir die Verliebtheit von Batman rauskriegen. So, mal schauen. Und wir haben ein Baby-Doll-Eis, das darf man auch nicht vergessen. Okay, Fake-Out ist fein. Dann werden wir erstmal einen Angriff senken von dem Viech. Jetzt hat er einen White Herb. Drücke jetzt erst einmal deinen Angriff aber, das ist einmal wichtig. Ich muss schauen, dass ich aus der Crit-Range heraus bleibe. Und Nacht hat er einfach so ein geiles Pokémon zum Stallen, das ist so irre. Ah, jetzt geht er nicht mehr für Mach Punch. Jetzt geht er für Flammenwurf, weil er mit Tempo-Hieb keinen Schaden mehr macht. So heißt Bier ist eigentlich safe.
Das Einzige, was halt jetzt passieren kann, dass wir eventuell nur verbrennt werden. Aber dann passiert uns eigentlich auch nichts. Der nächste killt auf jeden Fall. Außer ich bin noch verbrennt, dann nicht. Easy. Nice. Puh. Alter, das Pixie hätte aber gefährlich werden können. Wieder Deathless überstanden. Gott sei Dank. Super Kampfkamera, herzlichen Glückwunsch. So, 20.000 Punkte gehen an YBO und 3 weitere. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt gehe ich auf alle Fälle erst mal heilen. Ah. Correct! Du hast fürs Falsche gewotet. Da hat jemand fürs Falsche gewotet. Danke für die GGs, by the way. So. Ja, gehen wir dann in den nächsten Abschnitt. So, am Kraterberg kriegen wir keinen Encounter mehr, schon, weil wir schon einen haben. So, da ist er wieder, die Zwiderwurzen. Der Cyrus. Wenn man der Theorie glaubt, ist der Kraterberg der Berg, wo die Sinnoh-Region entstanden ist. Eine neu kreierte Welt, eine Welt, wo nur Zeit fließt und der Raum sich ausdehnt. Ja, wie auch immer. Aber was ist aus der Welt geworden? Weil der menschliche Geist schwach und also nicht komplett ist, hat sich quasi die Welt verschlechtert sozusagen. Das passt einem nicht. 500 rein, 1000 außer. Solide, passt schon. Ja, das da die auch mal. Und Sigi Messi für den Lurk. Oh, ein Boldmint. Okay. Also ein Münzen, wo ich mein Wesen ändern kann. Sonst gibt's da nichts mehr, oder? Na. Gut. Das da ist Route 208. Haben wir schon einen Encounter auf Route 208? Ich muss jetzt direkt einmal schauen. Moment, da brauche ich nicht gerade auf Karten schauen, dann weiß ich es eh. So, Town Map. Route 208, das ist da. Das ist 207. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall einen Encounter. 6666 weg. Passt da. Ja, okay, ja, du bist ja quasi auf dem Channel mehr oder weniger auch schon Punktemillionär, oder? Oder wie sage ich das? Weil, ich sag's nicht, aber wie es ist, wir werden heute den 4. Bosskampf nicht mehr schaffen. Muss ich Ihnen gleich sagen, wie es ist. Aber dafür wird der ziemlich am Anfang vom nächsten Stream anstehen, inklusive Arenaleiter. Und inklusive Rivale. Also der nächste Stream wird dann wahrscheinlich wieder deutlich intenser als wir heute. Jetzt relativiert sich langsam auch der Levelunterschied wieder, weil jetzt sind Pokémon vom Gegner jetzt mittlerweile schon wieder auf 28, 29. Ich glaube, das Panpyro von der Dawn war gerade auf 30. Imagine Schildlos Macholo. Schildlos Maschok. Das Pokémon, was wir in der Omega Rubin
Oder in der Rising Rubin zerfetzt hat. Das Machomai, schildlos Machomai. Aber gut, dass sich unser Fledermaus da richtig schön drum gekümmert hat. Ist vor der Höhle nicht auch dieselbe Routen? Nein, das ist 207. Das ist 207 und das ist 208. Da wo wir jetzt sind. Das ist quasi eine neue Route. 212. Gut, da waren wir auch. Da können wir ja noch nicht gewesen sein. Wir waren jetzt überall erst da. Beziehungsweise da auch. Das ist 211. Das passt auch noch. Okay, da haben wir fein. Da kriegen wir auf jeden Fall einen Encounter. Schwerttanz. Schwerttanz ist natürlich zauberhaft. Wenn man es richtig einsetzt. Genau, 207 müsste jetzt Ponita gewesen sein, ja. Hippopotas. Oh yeah. Oh Gott, so ein Sandsturm. Kleiner Funfact, Freunde der Sonne. Gesteins-Pokémon kriegen im Sandsturm 30% Special Defense dazu. Gerade ein bisschen eine Info für euch, für die Pokémon-Spieler unter uns. Also wenn du ein Gesteins-Pokémon im Sandsturm hast, dann kriegst du ein bisschen einen Verteidigungsboost dazu. Potrot ist zum Beispiel prädestiniert dafür. Welche Route war Radweg? 206. Das kleine Viecherl da drin hat in der Pokémon-Welt die höchsten Verteidigungswerte. Es gibt kein Pokémon, was größere Verteidigungswerte hat wie Potrot. Bronzel. Gut. Wieder ein Kampf weniger. Auch noch mal ein Wanderer. Ja, wenn, dann nehmen wir es schon mit, wenn es irgendwie geht. Georock. Gehen jetzt einmal nicht davon aus, dass er mich noch einen Bedroher one-shotten kann. Und er ist 5 Level tiefer, selbst wenn er Sturdy hat. Ja, easy. Ja, es wird Zeit, dass wir einen Arena-Leiter kriegen, dass wir wieder höheres Level haben, damit wir alle Pokémon einmal final entwickeln können. Man möchte meinen, es ist ein Bronzel, aber es ist El Bronz. Oh Gott, hast du das auf Instagram auch schon angeschaut? Tiny Mushroom. So, da kriegen wir einen statischen Encounter auf jeden Fall. Den werden wir uns einmal zuerst holen. Okay. Spitzname. Ja gut, das ist ein wenig schwierig, weil das entwickelt sich so seltsam. Was ist denn Hinoso für ein Pokémon? Das ist eigentlich ein Knospen, oder? Ja, ja, nichts hat, dass du ausbrechen darfst. Sonnentag, okay. Ja gut, wenn ich jetzt auf die... Okay, jetzt kannst du Waterfall sogar überleben, weil es von der Sonne um 50% abgeschwächt wird. Ja, schon, ja. Gleich ist rechter. Gut, den statischen Encounter auf der Routen haben wir.
So, du bist eigentlich ein Kirschen. Keine Ahnung. Radiesal, ja, das ist eigentlich ein Kirschen, aber weiß ich nicht. Ich nenne dich Sunny, weil du kannst Sonnentag und I don't know. Gut. So, von dir kriegt man einen Spiritkern, oder wie der heißt? Odd Keystone, genau. So, da oben ist eine Aroma-Lady, die hat lauter Pflanzen-Pokémon. Das heißt, das ist dann quasi was. Ah, aber kann man Frostborn auch mal wegen Vieri lassen, oder? Frostborn hat zu wenig Aktionen bisher. Mein Berry Crunch oder Ferrero. Ja, mein Berry Crunch geht nicht hin, das ist zu viel quasi, zu viel Buchstaben. Ferrero war gegangen, ja, theoretisch. So, Frostborn freut sich. So ein Blora, okay. Easy. Gut. Da haben wir noch Bären. Gut, Kryphook ist, glaube ich, in dem Spiel auch ein statischer Encounter, wenn man nicht alles täuscht. Also theoretisch kriegen wir nach dem 3. Orden sogar Kryphook. Gemäß dem Fall, wir schaffen den 3. Orden überhaupt. Ne, die ersten 2 Arena-Leiter haben noch nicht so rosig für uns gelaufen. Vermute mir, dass der 3. Orden für uns auch nicht rosig läuft. Weil Geist-Arena. Obwohl wir tatsächlich von den Mons her recht gut aufgestellt werden für. Ach, da kann man Beeren kaufen, okay. A berry to consume by Pokémon. If a Pokémon holds 1, its attack stat will increase when it's in a pinch. Okay. Ah. Enigma-Beere. Okay, da gibt es die ganz seltenen Beeren zum Kaufen. Ja, Papa-Beere, okay. Ach, da schau her, da kann man Beeren... Ah, okay. Wie, aber ich kann ja immer noch eine kaufen, oder was? Das ist auch blöd. Ich möchte mehrere nicht kaufen. Aber gut zu wissen, dass man da Marumbeeren und so einen Scheiß kaufen kann. So, jetzt haben wir ihn noch. Dann holen wir uns einen Encounter. Fahrtigel. Frostbornidis. Ich hab keine Ahnung, was das Ding kann. Aber ich vermute mir, dass der genauso One-Shot ist. Das ist einfach dreifarbig als. Ja, easy. Gut. Dann Encounter-Zeit. Schauen wir mal, was Route 208 für uns parat hat. Okay, Roselia wird zu Roserade quasi. Gemäß dem Fall kriegt das Ding überhaupt gefangen.
Schauen wir mal, was mit Snarl eventuell schwächen kann. Blumenstrauß? Hey, was war denn das? Jetzt hab ich gar nicht aufgeschaut. Play rough is not very effective, dann machen wir das. Ja, das passt ja. Das war sogar ein Crit. Ist das schon teils Gift? Ja, muss aber, sonst war das effektiv. Ach, das ist Grasflöte und jeden Angriff, den was in der in dem Originalspiel nicht gegeben hat, der ist mit der Animation Tackle quasi erstmal. Okay, verstehe schon. So, könnten Sie bitte in den Ball gehen? Dankeschön. Blumenstrauß ist ein bisschen zu einfach, Mr. Gut zu Fuß. Also wir brauchen auf alle Fälle irgendwas Rosiges. So. Das ist zwar mehr ein Mandel, aber na, wer schaut denn schon auf Geschlechter bei Spitznamen? Ui, 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 ui. Ich glaube, das können wir sogar schon entwickeln. Wenn mich nicht alles täuscht. Guns N' Roses, der ist perfekt. Guns N' Roses, der ist den nehmen wir. So, aus welchem Grund auch immer leckt's an der Stelle brutal. Entweder liegt es an dem X-Pad oder einfach an der Stelle von dem Spiel, wahrscheinlich eher am Spiel. Den haben wir schnell zurück und heil. Rose Tattoo. Gut, ich glaube, dass das an dem X-Pad liegt, dass uns das da nachfliegt, oder? Ach, das liegt momentan einfach an der Kodierung. Okay. Na gut, ist fein. Gut, Freunde der Sonne. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt sagen muss. Aber da machen wir für heute einen Cut. Okay? Den nächsten Boss, den machen wir anders mal. Nächste Woche am Abend. Und der wird es auch schon in sich haben. Wir haben im nächsten Stream von Pokémon haben wir einiges vor. Der erste Boss, den wir jetzt dann im nächsten Stream machen werden, der wird instant kommen. Der kommt nämlich in dem Durchgang zu der nächsten Stadt. Das ist nämlich das Top-4-Mitglied Herbaro. Der kommt mit einer Armee von Insekten auf uns zu. Der wird auch nicht allzu einfach werden. Sollten wir den Kampf überstehen, haben wir einen Arenaleiter. Orden Nummer 3, die wo mit Geister-Pokémon auf uns wartet. Das wird auch nicht allzu einfach werden. Und wenn wir dann noch nicht gestorben haben und unser Box noch halbwegs eine Konsistenz aufweisen kann, abgesehen von einem zerrissenen Refisakel, dann haben wir noch einen Rivalenkampf vor uns, nämlich einen Barry oder einen Matte, besser gesagt. Den haben wir auch schon eine Zeit nicht mehr bekämpfen müssen. Der wird dann auch auf uns warten. Also sprich, der nächste Luminescent Platinum Stream, der wird wieder gut in sich haben, Freunde der Sonne. Ja? Also für alle, die heute keine Kanalpunkte nicht verdient haben, die verdienen vielleicht nächstes Mal welche. Ja? Und die heute welche verdient haben, die verlosen vielleicht nächstes Mal welche. Ja, also es bleibt auf alle Fälle spannend, was die Nuzlocke angeht. Ja? Also wir haben heute wirklich toi 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 sehr, sehr gut durchgekommen. Wir haben ein paar gute Encounter oder ein paar Encounter gesammelt. Wir haben keine Verluste eingefahren über die 3 Bosskämpfe hinweg. Das ist gut für uns. Aber glaubt's mir's, das wird sich noch ganz massiv ändern. Wir werden früher oder später den einen oder anderen Verlust noch hinnehmen müssen. Den einen oder anderen weniger schmerzlichen, aber auch den einen oder anderen sehr schmerzlichen. Ja, da werden wir nicht drum rumkommen. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der wo sich vielleicht denkt, ja Alter, du hast so viele Pokémon auf deiner Box, da wird es ja den, dass die irgendwie laufen werden. Die Qualität der Encounter ist tatsächlich durchschnittlich gut,
Aber das Ding ist, wenn du wipest, ist es scheißegal, wie viele Pokémon du auf der Box hast, weil dann sind sie alle weg. Ne? Also es ist zwar schön und gut, wenn man weiß, man hat Reserven. Sollte es aber passieren, dass wir komplett gewiped werden, dann hilft uns die ganze Box nichts. Weil dann fängst du nämlich wieder von vorn an. So. Aber nichtsdestotrotz sind wir bisher mit insgesamt 4 Verlusten in der Nuzlocke relativ okayisch unterwegs. Ne? Es wird wahrscheinlich noch mal ein wenig leichter werden, wenn ich dann Zugang zum EV-Training habe, zum gezielten EV-Training. Ich kann zwar jetzt auch schon gezielt EV trainieren, aber das darf sich halt unfassbar lang zeigen. Aber es gibt dann später nach dem 3. Orden die Möglichkeit, dass man gezielt EV-Training machen kann. Dann werden wir mal eine Woche Zeit nehmen, wo ich das Spiel nicht spiele on Stream und werde dann jedes Pokémon wirklich gezielt EV trainieren. Dann wird es auch noch mal ein bisschen leichter. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Da stehen, wie gesagt, 3 Bosse dazwischen. Und ob wir das schaffen, das werden wir dann beim nächsten Mal außerfinden. Ne? Der nächste Stream wird es auch am Samstag. Samstag in der Früh macht man einen geschwinden Frühschoppen. Da tun wir aber weiter mit Bloodborne. Ne? Im Bloodborne haben wir auch gut unterwegs momentan. Da haben wir auch das eine oder andere schon ganz gut gemeistert. Da machen wir Samstag um 9 Uhr weiter. Da mache ich mal so 2,5 Stunden Frühschoppen. Und das glaube ich, war am Samstag schon lange nicht mehr da. Ich glaube, also ich habe Samstag letztens einmal abends gestreamt, aber Samstagvormittag habe ich schon lange nicht mehr gestreamt tatsächlich. Da machen wir dann, wie gesagt, den Bloodborne weiter. Freue mich auch schon. Momentan laufen einfach 2 Projekte, auf die ich selber unfassbar viel Bock habe. Das ist das. Ich habe voll Bock auf die Nuzlocke und ich habe voll Bock auf Bloodborne. Und es kämen im Laufe dieses Jahres halt lauter Projekte, auf die ich richtig viel Bock habe. So. Und ihr hoffentlich auch. Aber gut, Freunde der Sonne. Jetzt schauen wir mal schnell, wer live ist. Ja, sie wird mit Sicherheit noch streamen, oder? Ja, denken wir schon. Ich spiele immer nur leise auf P. Das passt. Außer sie hat Kategorie schon gewechselt. Gut, Freunde der Sonne, ich sag vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, für die ganzen Resubs, die heute reingeflogen haben, für die ganzen Kanalpunkte, die ihr ergaunert habt, für die ganzen Streamstreaks, fürs Doser, fürs Mitmachen bei den Vorhersagen und ja, ich wünsche euch alle noch einen schönen Mittwochabend, morgen einen schönen Feiertag, am Freitag wahrscheinlich einen schönen Zwickeltag, ich muss Freitag noch mal arbeiten, aber das ist fein, dafür habe ich Samstag frei. Und ja, kommt gut noch durch die restliche Woche. Gute Besserung noch an alle, die angeschlagen sind. Und wir hören uns dann am Samstag in der Früh wieder. Wir gehen jetzt zur Yassi, die kennt wahrscheinlich ja jeder von euch, wer es noch nicht kennt. Pflicht, dass du einen Daumen da lässt, ja, dass du aufs Herzal drückt. Die ist mittlerweile auch sehr Souls-addicted, keine Ahnung, wer da dran schuld hat. Aber die macht wirklich sehr guten Content was heißt momentan? Die macht immer guten Content, aber die macht halt momentan sehr viel Souls-Content, so wollte ich sagen. Also gerne mal ein Herzal drücken, das freut die Yassi mit Sicherheit. Ja, die kommt aus Österreich, macht wirklich so guten Content und da kann man sich auf alle Fälle mal ein Herzal gönnen bei ihr, okay? Recommand ist im Chat, fügt einfach die Sei, was braucht für Subs und für Non-Subs. Dann kennen sich die Yassi sofort aus, dass die Party-Gang einfällt. Okay, ist das ein Deal? Ich glaube, das ist ein Deal. Ich glaube, dass wir das machen können. Also ich kenne die Yassi nicht. Du bist der Lügner, das sagt der, wie es ist. Samstag bin ich kurz am Anfang oder bin ich unterwegs? Ja, I know, Mr. Seiching. Du hast ein wenig weiter. Genau. Gut, Freunde, haut euch rein, merci für euch nochmal und einen schönen Abend euch und viel Spaß bei der Yassi. Bis zum Samstag in der Früh. Wird euch.